Es ist 20 Uhr. Laut, es ist ja Zeit, verstehe. Eigentlich ist es ja erst 7. Ich komme überhaupt nicht klar. Eine Stunde zu früher, okay, bye. Hey, kleinen Späßle gemacht. Harry! Übrigens, der Birger an diesem zauberhaften heute ein Fotzen, grüezi fixi her mir über selber, ich vergesse über den Ton auszuschalten. Heute übrigens der Birger Montag 20 Uhr auf einer in Vorbereitung auf einen wundervollen Stream in das Jahr 1993, 94 und 95, glaube ich. Oder 92, 93, 94. Bin mir noch nicht ganz sicher, lese ich nachher vor. Ich hab's vorher schon gelesen, aber ist ja egal. Erst einmal eingerissen den Haufen, weißt du, was es ist. Habe die Ehre an! Den Herrn Colin Bowser an, 12 an Schattenkind an den Selbstspieler, an den Sonntag-Ruhetag, an den Black Baller, an den Herrn Haller, an den Spitzberger, an den Herrn Harry, an den Sprengi, an den Flugbisser, an den Valentin, an den Ohrenfach, ich, an den Gustl, an den Capricorn, an den Herrn Grotz, an den Robi, an den 555 Nase, an den Wandiger und an den Löwen! Habe die Ehre, Bürger, bin schon gespannt auf die alten Spiele. Kehrt noch nicht Monkey Island Serie. Kehrt noch nicht Monkey Island Serie auch dazu. Doch, kehrt auch dazu. Selbstverständlich, aber nicht in das Genre, wie der Träger zu sagen pflegt, Genre. In das Genre der First-Person-Shooter, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und jetzt machen wir es mal wie alle anderen YouTuber. Wisst ihr, was jetzt mit jetzt drückt alle mal auf den Like-Button. Einfach so, ihr wisst überhaupt noch nicht, was kommt, aber es ist ja bei den anderen auch wurscht, also warum ist es bei mir nicht wurscht? Genre. Herr Sepp-Spieler, Genre. Richtig. G-E-N-R-E-H. Der Bayern GmbH auf Twitch fragt, wo? Liken, wo? Weiß ich nicht, drück einfach irgendeinen Knopf, der irgendwo ist. Drück einfach. Der Blatttiger schreit, zwecks der Qualität, dass heute ja alle auf Twitch schaut. Das ist richtig. Jetzt gehen die ganzen Twitch-Leute jetzt auf YouTube, da drücken uns einmal auf ein Like und dann kommen sie wieder zurück. Das ist in Ordnung. So, Freunde der Sonne, heute stampfen wir ein neues... Kann man das Format nennen? Ich sag das, was es ist, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich irgendwie schon. Das ist ja irgendwie so das erste Mal, dass wir so eine Art Stream-Format machen. Ja, ich hab euch oft gelesen, so, kann man nicht mehr Retro-Spiele spielen, alte Spiele spielen, Super Nintendo-Spiele spielen, bla 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 bla. Und ich habe sehr lange überlegt, und das schreibt es mir auch schon sehr lang, das muss man auch dazu sagen. Wie machen wir das? Es ist irgendwie langweilig, glaube ich. Man hat die Spiele besser in Erinnerung, wie es sind. Bringen wir es mal gleich mal auf den Punkt, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich glaube, es ist relativ langweilig, wenn wir so 30 Jahre jetzt spielen und das 2 Stunden lang. Da hat keiner Spaß. Da habe ich keinen Spaß, da habt ihr keinen Spaß. Darum habe ich mir gedacht, warum das Ganze nicht ein bisschen ausbauen? Dann nehmen wir halt 2, 3 Spiele jetzt mal oder mehrere oder je nachdem. Vielleicht gibt es auch so manche Spiele, die ein bisschen mehr hergeben als ich sage mal 20 Minuten und dann fängt es langsam an langweilig zu werden oder halt immer das Gleiche zu sein. Warum nicht eine kleine Geschichtsstunde draus machen? Aaron! Stop it! Du warst am Samstag schon da. Übrigens mal Zwischeninfo für alle. Am Samstag hat es einen Stream gegeben. Wer den nicht gesehen hat, nachholen. Bei mir im Kanal drin. Tobi! Merci! Aaron! Da ist halt sicher alles verpixelt. Also muss ich keine Brille aufsetzen. Servus aus Tirol. Ja, Aaron, warum habe ich das gewusst, dass du einer von den Österreicher bist? Ja, ich hab's gewusst. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Tomi, just merci, Alter! Merci dir. Leute, chillen. Chillen. So, dann hat man hier gedacht, was machen wir so eine kleine, machen wir doch sagen, das ist ja für mich auch so ein Nostalgie-Trip. Ich habe diese Spiele, ich versuche Spiele auszuwählen, die ja ich selber früher als Kind gespielt habe oder wie das früher gerne mal so war, da sitzt man zu 5 um einen Nachbarstisch, beim Nachbarn um einen Tisch rundum, dessen Papa einen PC hat und da spielt man dann. Kennen! Was ist da los? Servus! Merci für die Mitgliedschaft, merci für deine 3 Monate. An den Andi Wand ebenfalls. Einen schönen Abend, Sie sympathischer Mensch, Sie. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich so 100%ig sympathisch bin, aber dein Wort in Gottes Ohr. Ich weiß nicht, warum sie es nicht angezeigt hat, es tut mir leid. Andi und Generin, merci für eure Mitgliedschaft und merci für eine 3 Monate. Wolfgang, noch mehr Gerbin. Generin Gerbin, da war ich mir fast so Auezwag, der LKW-Fahrer. Grüße aus dem LKW, ich stehe heute bei Lindau. Da warst du schon ein paar Mal öfter. Da muss ich mir gar nicht sagen, da weißt du, was los ist. Lohn die zurück, genießen Sie die Show und ich hoffe... Was? Wir haben Mitgliedssound, du nicht. Ich hab generell keine Donation-Sounds mehr. Ich hör's nicht mehr. Ich seh, dass der Ton bei mir da ausschluckt, aber ich selber hör's nicht mehr. Keine Ahnung, ich hab nichts zurückgestellt, aber ich geht's nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich irgendein OBS-Update. Karl-Heinz-Kader! Merci für deine Mitgliedschaft, habe Ja, ist ja gut. Ich höre den Ton leider nicht mehr. Ich mag jetzt aber auch nicht drüber sehen. Auf der
Bier, Bing, bla 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 bla. Herr Kunz, Herr Biermann, Herr Karl-Heinz Kaber, merci und habe die Ehre. Welcome to the Squad. Weiterhin, ihr habt alle seit Ewigkeiten dabei. 8 Monate, 14 Monate, 30 Monate der Biermann. Du bist ein super, aber deswegen heißt wahrscheinlich auch Biermann. Keine Ahnung. Merci dir. So, kann ich jetzt ausschmerzen? Ich muss euch ein bisschen was verzeihen. Wir werden heute generell relativ viel verzeihen. Maxi Taxi! Grüß an Otto vom Schmied Max. Was? Grüß an Otto vom Schmied Max. Wer ist der Otto vom Schmied Max? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn! Merci! Ich hoffe, Herzensound. Domino, merci! Meinst du, ich schaff's bald aufs Poster? Weiß nicht, da muss mich noch ungefähr 400 Mal erinnern, bis das nächste Poster kommt. Just Mercy, Alter! Also ein Easter Egg ist auf alle Fälle wert, da brauchst du mich nicht wieder. Domi, merci dir. Hör auf jetzt! Kruzifix! So, jetzt passt so. Ich sag das ein bisschen, ich fühle mich gerade so ein bisschen, als da die eine Doppelstunde Geschichte abhalten. Wir werden ein paar Sachen lesen, ich werde euch Sachen zeigen von damals, ich habe auch ein bisschen was hergekriegt, ich habe auch meine Zockerszene ein bisschen umgebaut, um den Nostalgiewert einzufangen. Ich probiere es zumindest. Herr Hoffmann! Servus Birger, bin am Herzen operiert und ich bitte um Belustigung. Die Belustigung kommt. Herr Hoffmann, welcome to the Squad. Merci dir für deine 19 Monate. Lauter geschubst. Ich habe wieder einen rausgefunden, wie man Mitgliedernachricht triggert. Crossbot! Preise, liken! Katzenbeutel, Preise, Hund. Dark Souls und Souls Games in a nutshell. Alter, 10 ist zu viel, merci dir. Schöne Grüße über Österreich. Woher denn aber auch sonst? Busse aufs Nussi. So, jetzt pass auf. Geschichtsstunde, wir werden mal ein bisschen was lesen. Ich werde euch Dinge zeigen und dann hoffe ich, versetzt euch genauso wie mich, wie ich die Sachen so zusammengesammelt habe und ein bisschen drüber überflogen habe und so, in dieselbe Nostalgie, wie soll ich sagen, Nostalgie-Laune wie mich auch. Da sind einige von euch mit Sicherheit dabei, die diese Dinge früher auch gespielt haben oder gesehen haben oder wie auch immer. Und die Leute, die nichts mit Zocken zum Tor haben, vielleicht ist für die auch ja ganz interessant, mal zum sehen, wie das vor 30 Jahren ausgeschaut hat. Und ja, nicht ganz 30 Jahre, aber fast 28 Jahre. Und für die Leute, die noch zu jung sind, für euch sehe ich es als Geschichtsstunde, wo ich am Schluss eigentlich eine Schulaufgabe abhalten soll, weil alles, was wir da heute sehen werden, auf dem basiert euer Call of Duty, euer Battlefield, jeder einzelne Scheiß-Shooter basiert auf dem, was wir uns heute anschauen. So, Schmiedi, Uwe! Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Schmiedi! Spät! Ich haut's mal Kuppel rausgedroschen. Schmiedi, dir sei verziehen. weißt man, jetzt hätte ich fast gesagt Tango, das ist ein Schiff in Eve. Wie heißt das? Tango, Tundra. Ein Tundra hast du mir geschenkt. Für die ist der verziehen. Schmiedi, merci dir. So, der Timo schreibt, ich bin 30, wenn ich 7 Jahre älter wäre. Was? Ich bin 30, wenn ich 7 Jahre älter wäre. Da habe ich jetzt kurz gebraucht. Also du bist zu jung dafür auf alle Fälle. Der Baron schreibt, Medal of Honor und 007 GoldenEye, ja, basiert auch drauf. Ich habe alles verpasst. Was ist passiert? Herr Luke Ray, noch nicht recht viel ist passiert. Aber ich würde jetzt sagen, wir versetzen uns jetzt in folgende Lage. Jetzt stellst du dir vor, es sind die 90er. Wir sind am Anfang der 90er. Um genau zu sein, 1992. Und bevor wir jetzt anfangen, jetzt habe ich da alles off, ja, ich denke schon. Oh, Musik einschalten habe ich vergessen. Erst einmal Folgendes. Ja, wir versetzen uns zurück in die 90er. Wir stellen uns vor, wir sind mal so, also ich war da so 8, 10, 12, irgendwie so. Es gibt keine Handys. Schuhe ist gar, Schuhe ist aus, vielleicht hast du sogar Ferien, wer weiß. Oh, muss ich ein bisschen leiser machen, glaube ich. Dann stellst du vor so, scheiß drauf, du steigst auf der Radl, es gibt noch keine Handys, es gibt gar nichts. Du rufst erst einmal bei deinem Spezi an so. Dann geht Mama rein, wie das früher halt so war. Ja, hallo, da ist der Birger, ist der Matthias da? Dann musst du, im Festnetz übrigens, und du weißt die Nummer auswendig von deinem Spezi. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Detail. Und manche von uns haben sogar noch so ein lustiges Telefon, wo man dran hat müssen. Kein Witz, ich hab so eins gehabt Anfang der 90er. Und dann geht ohne so, ja, servus, da ist der Birger, ist der Matthias da? Ja, warte, ich geb den. Und da hast du ein wenig gewartet und so.
Dann geht er ohne und sagt, hey, ja, weiß nicht, was die haben heute? Ja, keine Ahnung. Mein großer Cousin ist da, der hat seinen PC mitgenommen und der hat Wolfenstein dabei. Was ist denn das, Alter? Ja, ist voll geil, Alter. Das ist ja, da am PC ein PC-Spiel, gehen wir spielen. Du so, alles klar, passt, legst auf, gehst aus, steigst auf dein BMX und radelst halt eiskalt zu deinem Spezi. Und dann bist du da. Ja, dann bist du da und dann geht's los. Und dann zeige ich euch Folgendes. Achtung, ich habe was vorbereitet. Crossbot, merci für den Zwickel. Achtung, Donation Sounds sind jetzt aus. Merci dir. Geschichtsunterricht ohne Overhead-Projektor. Wo? Ja, es kommt besser. Pass auf, ich habe was Besseres wie ein Overhead-Projektor. Jetzt pass auf. Besser kann ich nicht umschalten. Jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei Birgers Retro-Reise. Und das erste Spiel... Man muss ein bisschen leiser. Ich hoffe, ihr hört noch ein bisschen was im Hintergrund. Ich hoffe, das haut jetzt technisch auch alles hin, so wie ich mir das vorstelle. Und zwar, jetzt bei so was. Schöne, ne? Wenn die das nicht in Stimmung bringt, so vor 30 Jahren, Brudi, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Please insert Disk 48. Weiß ich nicht. Warum nicht Disk 69? Berechtigte Frage, Sprengi. Hab ich übersehen. Den Joke habe ich, den hab ich leider übersehen. Mir ist jetzt durchaus bewusst, dass das kein Monitor für ein Atari, doch ist es ein Monitor für ein Atari früher, weil, wie man wissen muss, früher waren Spiele auf Kanal 3. Und die jungen Leute so, hä? So, Freunde der Sonne, das erste, was wir uns heute anschauen. Ich habe 3 Spielchen vorbereitet, 3 alte Shooter, 3 alte, wirklich Urväter, auf denen alles basiert, was heute First-Person-Shooter auf sich schreibt. Call of Duty, Battlefield, Counter... Scheißegal was. Überall, wo du deine Knarre vorn dran hast, basiert auf diesen Spielen. Und der absolute Urvater von diesen Spielen, von First-Person-Shootern, ist folgende. Achtung, ich lege ein, Disk 1. Stellt sich so ein Diskettenlaufwerk-Sound vor, so... Blub. Und das erste, was wir da haben, ist fucking Wolfenstein 3D. Und da muss ich, es ist so großartig, da muss ich ein Stückchen rücken. Brudi, schau, ich bin so froh, dass ich mir die Cover noch ausgesucht habe. Es gibt haufenweise verschiedene Cover, aber einfach die komplett haben, die habe ich mir ausgesucht. Jetzt bei so was. Ja? Wolfenstein 3D ist der absolutäre Urvater. Ich weiß nicht, was das soll, die Beutel da hinten. Und ich lese euch jetzt halt einfach einmal ein paar grundlegende Dinge vor. Was ist das Besondere an Wolfenstein 3D? Jetzt passt so was. Und da wollte ich zuerst anfangen, mir selber einfach ein paar so Fakten zusammen zum Suchen, aber am aller einfachsten ist, im Wikipedia steht alles, und da gibt es einen wunderschönen, ganz kurzen Absatz. Wann ist das Spiel gekommen und so weiter und so fort. Achtung, bitte sperren Sie Ihre Lauscher auf. Geschichte und Verbreitung von Wolfenstein 3D. Die US-amerikanischen Entwickler id Software hatten mit Hovertank 3D und Catacomb 3D schon 1991 Erfahrungen. 1991, das war vor über 20 Jahren. Erfahrungen mit der Entwicklung von 3D-Shootern der ersten Perspektive gesammelt. Wolfenstein 3D wurde von id Software auf einem Nextcube und Nextstep entwickelt, nach MS-DOS. Ich wiederhole, MS-DOS. Portiert und von Apogee Software am 5. Mai 1992 veröffentlicht. Das Setting wurde von Castle Wolfenstein von Muse Software aus dem Jahr 1981, welches es als Grafik-Adventure bereits für den Apple II gab, übernommen und um die 3. Dimension erweitert. Das Spiel war ein Meilenstein in der Entwicklung von Ego-Shootern, besonders in der technischen Umsetzung. Mehr mag ich da jetzt eigentlich schon gar nicht mehr dazu sagen. Dieses Ding ist für mich, auch wenn jetzt da dort steht, es hat so Hovertank 3D und Catacomb 3D schon gegeben, irgendwie 1991, ist das für mich so der Shooter, Papa, Urgroßvater von allem. Der Flash schreibt, Birger, es tut mir leid, aber du bist 10 Jahre älter. Deswegen sage ich ja, für die Jungen unter euch, die Sachen nicht kennen, vielleicht ist das ja ganz interessant. Was bei Wolfenstein 3D ganz wichtig. Herr Geibefee, jetzt wird nicht unterbrochen, nämlich keine Donations singen. Mathe-Nachhilfe über 30 Jahre her. Oh, was habe ich gesagt? Habe ich mich verschmerzt? Was habe ich gesagt? 20? Habe ich 20 gesagt? Hoppala. Ja, ich habe mich verschmerzt, Entschuldigung. Natürlich ist das Ganze 30 Jahre her. Verzeihung. Du hast mir Kuppel ausgedroschen. Das ist Qualitätscontent.
Tja, jetzt pass auf. Was bei Wolfenstein 3D, um was da geht, lesen wir gleich, nämlich auf der unfassbar geilen Beschreibung auf den. Das ist übrigens die Originalbox, ja, für die Version für einen Atari, aber ist ja scheißegal. Aaron! Wenn denn, da kannst du deine Grafikkarten ausstecken, das läuft sicher schon allein auf dem CPU. Alter, das läuft auf deinem Nokia 3310. Merci dir. So, wichtig bei Wolfenstein 3D. Jetzt pass auf. Und zwar, da muss ich jetzt kurz überfliegen, bla 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 bla. Und zwar Handlung und Spielprinzip. Als Widersacher treten dem Spieler Wehrmachtssoldaten, SS-Männer und deutsche Schäferhunde entgegen. Warum denn deutsche Schäferhunde? In späteren Missionen muss man sich auch mit Gegnern wie Zombies herumschlagen. Als Endgegner haben beispielsweise Adolf Hitler im Mech-Anzug oder ein raketenschießender General Fettgesicht ihren Auftritt. Alles klar. Und das Allerwichtigste ist, Wolfenstein 3D war indiziert und sogar beschlagnahmt. Was jetzt das genau bedeutet, das kann ich leider nicht wiedergeben, weil ich kein Rechtler nicht bin. Aber ich glaube, das heißt, also du hast es nicht mehr kaufen können und du hast das auch nicht zeigen dürfen und überhaupt nicht sowieso. Mike, haut dritt, schöne Grüße an alle. Merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. So, da kommt nämlich der Mechanoide Adolf Hitler am Schluss als Endgegner und ja. So, das ist jetzt ganz furchtbar wichtig. Mal an die Leute, die sich das vielleicht anschauen und sie denken, der Birger ist ein Nazi oder sonst irgendwas und mir da einen Stress einbrocken wollen. Nein, wir da schießen wir Nazis. Und das ist auch gut so. So, jetzt passt's auf. Und das Allergeilste, also neben schon mit diesem grandiosen Boxart. Also, dieses Cover, wie soll ich sagen, das sprüht vor 90er Action-Hero-Scheiße, das bloß noch schäbert. Der Rambo-Verschnitt, bloß, dass er sein Headband am Arm dort hat, weil wahrscheinlich am Kopf oben war es wahrscheinlich zu nah am Rambo dran, der irgendein Soldaten, ich meine, das kann irgendein Soldat sein, wo ist denn der Sepp-Spieler, was ist denn das für eine Waffen da? Das ist doch niemals ein deutsches MG. Niemals! Sepp-Spieler, wo bist du? Du weißt sicher nicht an. Das ist doch niemals ein deutscher MG. Was hat denn der deutsche Wehrmachtssoldat für Sturmgewehre gehabt? STG 44. Das weiß jetzt ich erst die Spiele. Also Sturmgewehr 44. Ist das eins? Kann man das irgendjemand bestätigen? Ansonsten weiß ich noch ein MP40. Für mich schaut das aber genau, wie es der Whisball gerade schreibt, viel mehr aus wie ein M16. Und was er da in der Hand hat, das weiß der Teufel. Das ist irgendein Atomblaster-Bolter, keine Ahnung, den es im Spiel überhaupt gar nicht gibt. Keine Ahnung. Aber der Buttstock von der Waffen, der schaut für mich aus wie ein M16. Das sagt er ich. Keine Ahnung. Erster oder Zweiter Weltkrieg? Es spielt im Zweiten Weltkrieg. Das ist einmal wichtig. Ja, das liest man aber jetzt auch gleich noch, weil ohne Scheiß, die Beschreibung auf der Rückseite dieser Box. Und du musst dir jetzt vorstellen, es gab kein Internet. Ja? Es gibt kein Internet. Du kannst da keine Reviews anschauen, du kannst da keine Videos von dem Spiel anschauen. Das hat es alles nicht gegeben, das war so fern, das haben wir uns gar nicht vorstellen können. Alles, was wir mir gehabt haben, war im Normalfall, da hat es noch Videotheken gegeben, Freunde der Sonne. Videotheken! Wissen überhaupt Leute, die gerade mal 22 Jahre alt sind, wissen überhaupt Leute noch, was eine Videothek ist? Da ist man früher am Wochenende hingegangen, meistens mit dem Bab, und dann hat man sich einen Film ausgeliehen oder ein Spiel ausgeliehen. Ja, das ist quasi, schöne Beschreibung, Sprengi, schöne Beschreibung, das ist quasi Netflix zum Einigen. Da hat man noch hinfahren müssen und so einen Scheiß. Ah, und dann hast du so ein Ding, so eine Kassetten gekriegt. Das habe ich jetzt leider nicht da, aber ich habe noch normale Disketten dabei. Ich habe nämlich dann ein anderes Spiel, habe ich original da. Und dann hat man sich das ausgeliehen. Ah, und nach was hat man entschieden, was für ein Spiel man jetzt mit heimnimmt? Ah, ab in den Chat. Ab in den Chat. Nach was haben wir mir entschieden, welches Spiel wir mir jetzt mit nach Hause nehmen? Freunde der Sonne, I proudly present to you the box art. Hat das Cover cool ausgeschaut? Baggelt sei, das mag ich haben. Hat das Cover scheiße ausgeschaut? Der Bab war dann meistens nur so, ja, tu mir her. Tu mir her. Und dann nimmt er das so und das lese ich euch jetzt mal vor, was da so draufsteht. Göttlich. Ich kann nur so viel sagen, göttlich, Leute. Achtung. Bring down the Third Reich. Muss ich halt jetzt schon reden. Mit einem großen, fetten, gelben Ausrufezeichen. Alles klärchen. Dazu natürlich die kleine Beutel wo du ein bisschen so vorher gesehen hast, wie das Spiel ausschaut. Die waren natürlich immer schön aufgehübscht und so, soweit das in den 90ern natürlich möglich war.
Da ist übrigens das Dritte Reich angespielt und nicht Österreich, okay? So. Ja, wohl ja auch so ein bisschen, weil wir wissen ja alle, wo der lustige Mann mit lustigen Bärtchen herkommt. Aber gut, ich lese euch Folgendes vor. Achtung, das ist Englisch. Ich setze jetzt grundlegende Englischkenntnisse voraus. So schwierig zum Verstehen ist nicht für die Leute, die Englisch kennen. Für die ist hilarious. As the legendary William J. B.J. Blazkowicz, you've been commissioned to rewrite history in a bloody 64-bit war zone filled with enough Nazi scum to keep you trigger happy for weeks. Allein der Satz sagt mir, Bruder, das ist das beste Spiel, das jemals entwickelt wurde. Es ist zwar so gut wie das erste, aber es ist das beste Spiel, das jemals entwickelt worden ist und das beste for weeks, Alter. Absolut geil. Döner! Mein Uropa hat das anscheinend auch gespielt, wo ich in Dachboden aufgeräumt habe ich seine Verkleidung als einer von den Besen gefunden. Sogar Elektriker im oder Alter. Oh, Döner, der ist hart. Danke für den Fünfer, aber er ist ein guter Joke. Kannst du sagen, was merkst, ist ein guter Witz. Ich hoffe, es ist ein Witz. So, trigger happy for weeks. Okay? Annihilate der Führers. Da steht wirklich der Führers. Ja? Elite Commando Team, assassinate the diabolical Dr. Shaps, capture the secret war plans, infiltrate the Führers bunker, and waste anyone and anything that gets in your way. Es muss das beste Spiel sein, das jemals entwickelt wurde. Graphic 64-Bit Carnage Jaguar Style. Realistic Bullets. Achtung, Spoilerwarnung, man sagt in dem Spiel keine Kugeln. Realistic Blood and Real 3D Action. Damals war 3D nur mit einem Bindestrich getrennt, offensichtlich. 6 Missions with 30 levels of bullet-riddled mayhem. Unlimited character movement in a virtual war zone. Das war quasi die erste Open World unserer Zeit. Load up on Ammo Packs Keys Booty. Was heißt denn Booty neu übersetzt? Ich übersetze das jetzt einfach als Arsch. Ja? Load up on Ammo Packs, Keys, Booty and a truly incredible arsenal. Find and use flamethrowers, chain guns and rocket launchers. Waste SS Guards, Mad Scientists, German Shepherds. Ich bin immer noch traurig über die... Ist Booty ist gleich Beute? Nein, Booty ist nicht Beute. Niemals. Booty ist ab jetzt... I like big booty and a cannonlight. Okay, weiter geht's. Safe, das Allerwichtigste, also bis jetzt war ja bloß, das ist das beste Spiel auf der ganzen Welt und am Schluss eine halbwegs seriöse Aussage. Safe Feature lets you save progress after each level. Das heißt, damals war es noch was Besonderes, wenn man in seine Spiele speichern hat können. Das kann ich mir sogar auch gut vorstellen, weil wenn man früher, kennt irgendjemand noch diese Arcade-Kasten, da wo du halt einen Euro eingeschmissen hast, oder da mit einem Markstickel oder ein 50er oder ein 10er und du hast ja gespielt und dann hat es Continues gegeben. Weiß das noch jemand? Also hier ein Continue left und dann läuft so ein 10-Sekunden-Timer ab, wenn du gestorben bist und dann musst du ganz schnell ein 10er hinten reinwerfen, weil sonst ist es halt weg. Ja, damals hat man noch Werbung machen können, so geil, du kannst speichern, chill deine Kniescheibe, Alter. So, dann darf ich sagen, das ist einmal die geilste Boxart auf der ganzen Welt, Alter, und sehr schön, oder? Da hab ich ganz spontan einen Flashback zu Metal Slug. Wo wir mir lustigerweise gesagt haben, Metallschlug. Alter, spiel mal runden Metallschlug! Da ist irgendwo bei uns in der Stadt so ein Automaten angestanden, da haben wir, die hat sich behindert verdient mit uns. So, Freunde der Sonne, weißt du, was ich dir sag? Dann, Achtung, das Kettengeräusch wieder aus, also. So, Loading. Dann darf ich sagen, wisst ihr was? Natürlich habe ich das Spiel da. Das ist ja sowieso klar. Wir schauen uns jetzt das Spiel an, das muss das beste Spiel auf der ganzen Welt sein. Was ist da wieder? Tommy K! Ein 20er ist 2, was? Du hast den, Alter, wie geil wird der Stream, bitte? Danke schon mal und jetzt bin ich ruhig. Jetzt chillt eigentlich schon. Oder 20er ist einfach zu viel. Lehnen Sie sich zurück und begleiten Sie mich auf eine Reise nach 1992. Bussi aufs Nussi, Alter. 20er ist zu viel, Dankeschön. So, ich hoffe, und jetzt bitte, oh nein, das ist das Falsche. Bitte lass mich nicht im Stich. Das Ganze auf Windows 10 zum Laufen zu bringen, ist nicht ganz einfach, aber es geht. Ich hoffe, es haut technisch alles hin. Lehnen Sie sich zurück. Jetzt machen wir da mal die Musik aus. Nein, was tue ich nicht? Ich drücke auf Pause, du Zipfel. So, Achtung, ich hoffe, dass man sogar den Loading-Screen da irgendwo sagt, damit richtig Nostalgie aufkommt. Jetzt pass auf.
Und frisst das. Frisst das. Wieso frisst das denn nicht? Frisst halt. Frisst halt nicht abkacken. Nicht abkacken. Wo ist denn? Das muss ja da irgendwo sein. Achtung, da muss ich anders machen. Pass auf. Müssen wir so machen. Ja. Oh. Okay. Ja, da tut sich OBS auch ein bisschen schwierig, das abzufangen, aber es geht. Rechnet schwach. Mozart, der Rechner hat ein bisschen knicken. Wolfenstein 3D, The Complete Collection, repacked by Grizzly B, keine Ahnung. 1, Play Wolfenstein 3D, Play Spear of Destiny, das sind quasi so Mission Packs und so weiter. Wenn ihr wisst, wie dermaßen winzig, das Fenster bei mir ist so groß. Ja, ich muss jetzt auf so einem großen Fenster spielen. Das wird nicht ganz einfach, aber das kriegen wir hin. So, Press 1. Wolfenstein 3D, wow, lecker, der gibt. Enjoy the graphics. RTX is on. Da muss der Laufwerk einmal gescheit ausblasen. Ja, übrigens, Kinder, Pro-Tipp, falls du jemals wieder Gameboy spielst, wenn das Nintendo-Zeichen runterkommt und das kommt so verpixelt, außer da und wieder einstecken, dann geht's wieder. Ja, das sind die alten Tricks. Alter. So, ja, was ich ganz interessant finde, ist folgendes. Kennt jemand das Logo? Activision, sagt uns das was? Wir wissen, wie groß diese Firma heute ist, oder? Mehrere 100 Milliarden Umsätze und weiß der Teufel was. Spielst du auf 480 x 320 oder 800 x 600? Also so wie es mich anschaut, 480 x 320. Als Activision noch cool war, hast du das mit DOSBox gemacht, oder wie? Mr. Extreman, exactly. Das Ganze läuft mit DOSBox. Das mag ich jetzt nicht so im Detail erklären, wie man die alten Sachen zum Laufen bringt. Da können wir uns vielleicht nach dem Stream noch unterhalten. Oder im Discord. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber DOSBox so einzustellen, dass das richtig gescheit funktioniert, ist nicht ganz easy. Oder ist eine Friemelei, sagen wir es so. So, Freunde der Sonne, wir beginnen. Ja? Press any key. Wo ist die Beliebig-Taste? Oh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Enter. Besser wird's nicht mehr. Ich lasse euch das. Enjoy the music. It's Software. Kennt man heute auch noch. So. So, Menü. Damals hat es noch Punkt. Oh. Ist ein bisschen laut, oder? Achtung, jetzt schauen wir mal, gibt es überhaupt. Es gibt damals schon sowas wie das PC-Speaker, Sound Effects. PC-Speaker, Adlib Sound Blaster. Also ich bin ja für den, der hört sich besser. Was auch immer das heißt. Digitized Sound. Nein, Disney Sound Source. Sound Blaster. Was weiß denn ich? Ich hätte gerne einen Lautstärkeregler. Gib mir einen Lautstärkeregler! Control. Mouse enabled. Joystick enabled. Ich habe jetzt leider Gottes keinen so einen Oldschool-Joystick. So einen müsst ihr mir eigentlich einmal besorgen. Schauen wir weiter. Load Game, Save Game, Change View. Was ist da? Use Errors to Size, Enter to Accept. Verstehe jetzt nicht ganz, was das soll, aber gut. Nicht Loading, sondern Thinking. Free Use Scores, Back to Demo. Ich brauche keine Demo! Wir fangen jetzt einfach an. Mehr gibt's halt da nicht. Leute, 1991 kann es noch nicht, oder 92 kann es noch nicht so viel geben. Was? Schalt einen Sound auf Sound Blaster. Oh, warum? Macht das irgendein. Ich habe auf Sound Blaster. Da Digitized Sound ist auf Sound Blaster und da ist auf Adlib Sound Blaster. Okay. Jetzt fangen wir mal an. Schauen wir, was passiert. New Game. Okay, da können wir Level auswählen. Oder Episoden. Da kommt also die Episoden-Scheiße her. Und weißt, früher hast du alle 6 Episoden auf einmal gekriegt. Heute kriegst du Episode 1, Level 1 bis 3 und die anderen musst du alle dazu kaufen. Man stelle sich vor, man kriegt ein komplettes Spiel. Which episode to play? Episode 1, Escape from Wolfenstein. Okay, bring me in. How tough are you?
Ja, wie brutal sind wir mir? Hallo, ich bin Pro-Gamer, was meinst denn du? Das ist quasi der Schwierigkeitsgrad. Und was ich super lustig finde, ist das Beutel da. Das ist quasi unser Protagonist. Das sind wir. Und je nachdem, was du einstellst, kriegt er so ein Baby-Ding. Weil bei Don't Hurt Me, das ist quasi der Standard-Dingsbums, das zieht sich übrigens in Doom durch bis heute. Bring Him On, ja, da schaut er ein wenig grantig. Und bei I Am Death Incarnate, da wird er selber zum Dämon. Aber ich sag das ganz ehrlich, dann kriegen wir nur aufs Maul. Wir spämen auf Don't Hurt Me. Ja? Wir sind alte Spiele für alte Leute. Wir haben alt, fett und langsam. Das muss gelingen. Enter! Get psyched! Meine sehr verehrten Damen und Herren, I proudly present to you Soundtrack 12 von 10. Stark. So, jetzt muss man... Ah! Was passiert da? Ach, das ist mit der Maus. Okay, also das ist die Maussteuerung. Die andere Steuerung ist nicht WASD, so wie du das vielleicht kennst, sondern mehr... Jetzt muss ich erstmal den Ton leiser machen. Nein, jetzt muss ich den Ton einmal leiser machen, du kriegst einen Schlaganfall. Soundeinstellungen? Nein, nicht die. Normale Sound, warte mal. Soundprobleme, Lautstärke-Mixler. Besser. Egal, ich glaube, das ist erträglicher. Ist der Sound in Ordnung so? Ich hoffe. So, wir spielen natürlich nicht mit der Maus, sondern ganz klassisch nicht mit WASD, das hat es damals noch nicht gegeben, sondern da bist du mit den Pfeiltasten umeinander. Schau dir das an. Da, rechts rum, links rum, hintere, viere. Schau dir die 3D-Grafik an. Und das ist jetzt, du musst dir jetzt vorstellen, die Leute haben damals sowas noch nicht gekannt. Du musst dir vorstellen, denen hat es allesamt den Schädel zerrissen. Der komische braune Batzen, der da liegt. Ist übrigens eine Leiche eines SS-Soldaten in brauner Uniform. Mit sehr viel Fantasie, aber vielleicht findet man einen zum Schießen. Controls, also wenn ich auf Leertasten tue, passiert gar nichts. Steuerung ist Schießen, sowas wie Springer hat es damals noch nicht gegeben. So, also jetzt gehen wir mal rein. Leertaste, wunderschön. So. Und dann sagt sie schon, weißt du was ich hab da so ein bisschen... War das ein Schuss oder war das ein Tier? Was liegt da? Da liegt was. Da ist auf alle Fälle ein Toter in seiner Gefängniszelle. Warum kann ich das dann nicht nehmen? Da liegt ein Hähnchenschenkel. Warum er immer da irgendetwas ein Essen vergessen? Was haben wir da? Okay, man kann Items einsammeln. Ja, das ist wichtig. Leute, das ist wichtig. Kann man die Zellen aufmachen? Nein. Also man kann nur in diese blauen Dinger da reingehen. Und ich habe so ein bisschen Windows Shift Pfeiltasten war strafen. Nein, geht nicht. Warte mal. Steuerung. Das war Schießen. Nein, Alt und Pfeiltasten strafen. Schau hin. Wenn du Alt drückt hältst, dann drehst du nicht, sondern du strafst. Also strafen ist quasi in eine Richtung schauen und nach links und rechts gehen, ohne dass du drehst. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Geheimgänge suchen schlimmer als in Elden Ring. Jede Wand andrücken. Es gibt Geheimgänge, aber da weiß ich nichts mehr davon. Das ist so lang her. Ich hab harte Windows-Screensaver-Flashbacks. Kennst du den Screensaver noch? Den Bildschirmschoner? Kennt überhaupt nicht irgendjemand Bildschirmschoner? Da wo dieses rote Ziegellabyrinth rumguckt. So, wir machen jetzt einfach, gehen wir einfach mal ein bisschen umeinander und schauen wir, was passiert. So, da liegt wieder Kickerlax und das da, glaube ich, soll ein Haufen Knochen sein. Aber weißt du, was instant sau schwierig wird? Da schaut alles gleich aus. Was haben das für Winter? Warum haben die blau? Weiß ich nicht, gibt vielleicht sogar einen technischen Grund, warum die blau sind. Wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht herausfinden. So, bin ich da hergekommen? Nein, weiß ich nicht. Warum liegen da so viele Kickerlaxen überall? Da ist noch kein einziger Gegner nicht gewesen. Und ich gehe mir schwer davon, da lauter Tote. Was ist denn los mit denen? Jetzt lass ich mal jemanden schießen da. Schauen wir mal. So, langer Gang. Weiter geht's. Oh, und jetzt haben wir schon da. Ist da jemand herin? Hallo? Kann jemand schießen? Nein. Okay, jetzt pass auf. Und jetzt wird's suspekt. Jetzt wird's wichtig, warum war das Spiel indiziert und quasi beschlagnahmt. Das hat einen ganz furchtbar einfachen Grund. Und Achtung! Welche Behörde auch immer... Was wird da auf mich geschossen? Wo? Nazi! Und dann liegt er da.
der Pixelbrei. Mein Leben! Ei! Steffi B., es gehört sofort der Soldatenhelm mit Ei! So, nochmal. Egal welche Behörde da jetzt verantwortlich ist dafür, für diese ominösen Dinge. YouTube und Twitch hat da keinerlei Regelungen mehr, weil seit 2020 irgendwann verschiedenste eigentlich verbotene Symboliken in Computerspielen erlaubt sind. Seit 2019 ist Wolfenstein 3D runter von der Liste und nicht mehr beschlagnahmt etc. Und alles, was ich euch da jetzt zeige, dient nur als Veranschaulichung. Nennen wir es eine Dokumentation, okay? Nennen wir es Dokumentation. Und genau das hier ist der Grund, warum das Spiel indiziert und verboten worden ist. Plus, ihr habt es selber gerade gesehen, in was für einem Blutbad. In was für ein Blutbad. Übrigens, jetzt haben wir wieder den Soldaten, der da dort liegt. Jetzt erkennt man es einigermaßen. So links ist sein Helm. Er liegt in so ein bisschen Blutlocker. Die zwei schwarzen Punkte hier vorne sind seine Füße und er liegt quasi so am Boden. Und das war einfach was, das hat es damals nicht gegeben. Ja, das hat man damals in dieser Form vorher noch nie gesehen, dass du selber da umeinander laufen kannst. In einer dreidimensionalen Umgebung. Ja, sie ist zwar nicht sehr dreidimensional, aber sie ist nun mal dreidimensional. Wo man Dinge erkennen hat können, wie eben halt auch leider Gottes diese Symboliken. Nochmal, liebste Behörde, in keinster Weise verherrliche ich irgendwelche Nazi-Symboliken. Das Ganze dient hier nur zur Veranschaulichung. Dankeschön. Und ja, auf alle Fälle hat es damals schon sowas gegeben wie ein Item Drop. Ja, das da schaut so ein bisschen aus wie so ein Magazinclip. Also im Grunde ist eigentlich bloß ein 5 Pixel und wenn du drüber laufst, kriegen wir Ammo. Ich glaube, da Munition. Schau. 4 Schuss hat er Drop. Oh, und weil es noch nicht gelangt. Oh, da hat er aber ziemlich lange Nosen, der gute Mann. Ja, das ist unter anderem so eine Symbolik, die verständlicherweise, damals waren wir halt einfach noch nicht so weit, damals hat man gemeint, oh mein Gott, wer das Spiel spielt, glorifiziert Nationalsozialismus und Nazis im Allgemeinen. Dass ich aber da rumrenne und Nazis da schieße, das haben sie irgendwie nicht verstanden. Als Wölfchen postet da einen sehr interessanten Text, den lese ich jetzt auch sofort mal vor. Der ist wichtig, ja, vor allem jetzt in diesem Zusammenhang. Vielleicht nehmen wir aber bis dahin mal dieses Beutel aus dem Augenwinkel und dann schauen wir. Achtung! Zur Information. Wölfchen, erstmal danke, press F for Respect. Aber wartet so schnell eine Minute, bis ich gelesen habe, weil sonst rutscht der Text weg. Zur Information. Videospiele sind mit Filmen mittlerweile gleichgestellt und zählen als Kunst. Es gilt der Grundsatz, dass diese Symbole verwendet werden dürfen, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, und in unserem Fall ist es eine Lehre, ich möchte euch nämlich einfach sagen, wie das früher ausgeschaut hat, der Berichterstattung, das zählt auch ein bisschen, über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Und da wir mir nun mal der fucking Nazis über den Haufen ballern müssen, fucking... Was soll ich jetzt da sagen dazu? Okay, Kinder, weiter geht's. Wir müssen uns jetzt da den Weg durchs Labyrinth prügeln. Wir machen mal die erste Mission und dann schaut es mir so, als müssten wir fast schon zum zweiten Spiel springen, weil sonst wären wir halt nicht fertig. So, wir reden jetzt... Oh, Nazi! Pixel-Nazi! Boah, lecker, der absolute Sharpshooter. Bin doch noch nicht so mit dem Fetten langsam. Ah! Nein, ich mag nicht auf den Hund schießen! Oder der läuft so zickt... Ah! Das finde ich, das ist ein Teil, der gefällt mir nicht. Aber irgendwie gehört der deutsche Schäferhund zu der Veranschaulichung des Nazi-Daseins irgendwie dazu. Und es war halt damals so, dass die allesamt deutsche Schäferhund gehabt haben. Ist halt so. Ja, wir haben ja immer noch im Jahre 1992. Nicht vergessen, was ist denn das? Ein vollgeschissenes Haferl oder was? Kann ich das einsammeln? Nein, kann ich es zusammenschießen? Nein. Also nochmal um auf das, was auf der Rückseite drauf gestanden ist. So bin ich jetzt eingesammelt. Was war denn das jetzt? Was zum Essen? Hat mir das jetzt geheilt? Nein, keine Ahnung. Leute, Arus, Uzi, kommt Earthworm Jim Adro, Hashtag Gesichtspeitsche. Wir haben so viele Retro-Spiele. Wenn euch dieses Format gefällt, ja, das ist mal zwischendrin kurz. Let me know. Schreibt es in die Kommentare, noch wenn ihr das Video später anschaut, welche Spiele das gern sehen. Wenn es euch gefällt, Like da lassen. Dankeschön, dann machen wir das gern öfter. Nicht dauernd, aber halt öfter. Geil, Biffy. Birger hat der aber da drunter schon ein kleines Blutlockerl an der Gosch.
Das kommt noch. Ja, geil, wie viel merci dir, da kommen wir gleich dazu. Uzi, merci dir. 4% Heilung habe ich gekriegt, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Also wir haben ein Health, das heißt übersetzt Leben, bei 87%. Wir haben 3 Leben, Lives, keine Ahnung. Score, unser Punktestand ist 400 und wir haben auf Floor, wie soll ich sagen, Etage 1. So, was mich jetzt da mal interessiert, so an der Grafik. Wie wir sehen, unser Pistolenfahren, das ist einfach nur ein Beutel. Ja? Da ist nichts wirklich 3D. Das sind Sprites oder was weiß ich, wie man das nennt. Das ist das Einfachste vom Einfachen, wenn man so will. Stefan! Wir wollen Tetris! Dann müssen wir mal einen Gameboy auspacken. Foxy! Trivia-Zeit. Bei einer Indizierung können Medien unter der Theke weiterhin von Erwachsenen erworben werden. Beschlagnahmte Medien dürfen nicht erworben und besessen werden, da sie strafrechtlich relevante Inhalte nun ja beinhalten. Herr Foxy und Wölfchen, ich sehe schon, ihr habt's da investigativ am Start. Das ist eigentlich exakt das Gleiche, was ich vorher gerne in dem Wikipedia-Artikel gefunden hätte, aber ich habe die Zeile nicht mehr gefunden. Schande über mein Haupt. Aber genau so ist, also man hat das später nicht mehr besitzen haben dürfen. Ich meine, natürlich war früher es ein leichtes, das von Diskette zu Diskette zu kopieren. Und ja, so, was der wir jetzt da? Ich weiß überhaupt nicht, wo es überhaupt hingeht. Alles schaut irgendwie gleich aus. Da schaut es gut aus. Da schaut es aus, als müsste die hin. So, ist da irgendwo ein Nazi-Pimmel, den ich aufs Maul hauen kann? Ich weiß es nicht. So. Okay. Aber du musst dir vorstellen, das hätte ich noch aussuchen müssen, wie groß das Spiel ist. Das hat ein paar Kilobyte. Das ist ein Witz, das passt auf 1 Disketten drauf. Auf 1 Disketten. Absolutes Pro-Gaming. Ich habe einen Geheimgang entdeckt. Ich habe einfach mal Leertaste gesmashed, dann geht ein Ding auf. Schau, oh, lecker, Alter, was haben wir? Oh, lecker. Und instant haben wir eine Waffen gefunden. Was ist das? Sepp Spieler, was ist das für eine Waffen? Das Magazin da passt nicht ganz, aber das müsste normal die MP40 sein. Geil! Ja, und was gehört natürlich auch dazu? Ritterrüstungen. Ja? Wer bringt sie nicht damit in Verbindung? Nazis und Ritterrüstungen sind quasi eins. So, weiter geht's. So, haben wir jetzt da noch mehr so eine Klappspaten. Da ist ja nichts los. Wahnsinn alle. Was haben wir jetzt eigentlich Neues eingesammelt? Was ist das da hinten? Eine Urne. Kann man die zusammenschießen? Nein. Also, wie man schon sagt, hinten auf der Schachtel ist draufgestanden, man sagt Bullets, also Kugeln fliegen und so, einen Scheißdreck tust. Du sagst noch nicht einmal Einschusslöcher an der Wand. Gar nichts. Und, ja. Und was auch eine sehr gern genutzte Technik ist, das werden wir heute noch öfter sehen, und zwar die Gegner, die man da sieht, die sind ja quasi keine 3D-Modelle, wie man sich das vorstellt, also mit Tiefe, dreidimensional halt, sondern es sind zweidimensionale Platten, da gibt es eine spezielle Technik, die heißt irgendwie, das interessiert aber halt einfach auch keinen. Und je nachdem, wie ich mich bewege, pass auf, jetzt gehen wir da auf die Seiten, zeigen diese Platten immer auf mich. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die 2D-Platten, da ist das Beutel drauf, das zeigt immer in meine Richtung, dass das halt ausschaut, als wäre es eine plastische Form. Es ist halt wirklich ein Körperling. Dabei ist es halt einfach nur ein Blattel Papier in dem Sinn. Mehr nicht. Und das kann sich halt bewegen. Und das war's. So, weiter geht's. Ich mag schießen, mag ich! Ich sag schon, die MP macht auf alle Fälle weniger Schaden als Pistolen. Da brauchen wir nämlich 3 Schuss. Wir müssen mal voll draufhalten. Wo ist denn da noch einer? Da! Ja, und wie man schon sagt, man bewegt sich da schon sehr hackelig da durch. Oh! Was haben wir da gefunden? Toll. Der Heilige Gral. Was ist denn das? Sammeln die da aus Nazi-Gold ein? Oder was soll denn das sein? Und was ist eigentlich das da? Ein Lampenschirm? Haben so Nazi-Lampenschirme ausgeschaut? Kann mir das jemand? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. So, nächste lustige. Da liegt noch was hinten. Muss ich natürlich auch. Ja, Goldkisten, natürlich.
Natürlich reißt sich der Amerikaner als Nazi-Gold unter den Nagel. Das ist aber sowieso klar. So, was auch ganz interessant ist, wir haben jetzt 79% Leben. Und seht ihr das Gesicht von unserem Protagonisten, der so ein bisschen da steht und so hin und her schaut, das ändert sich übrigens, wenn man geht. Und wenn man schießt, glaube ich auch. Nein, dann ist es in einem anderen Spiel. Das sage ich euch nachher. Aber was auf alle Fälle wichtig zum Sehen ist, jetzt lassen wir uns, wenn wir noch so einen Nazi-Typen sehen, lassen wir uns ein paar Mal anschießen und dann passt es einmal auf sein Gesicht auf da unten. Wo ist der nächste Nazi? Ich bin halt komplett lost, ich weiß überhaupt nicht, wo wir mich haben, alles schaut gleich aus. Das ist halt einfach dem Jahrgang gewidmet. Gehen wir mal nach rechts um mich. Wo ist jetzt da noch so ein Zipfel? Da ist einer! Schuss auf mich! Nochmal! Ja! Ah! Alter! Ich hab 80% Leben gehabt und bin nach 3 Kugeln tot. Möchtest du mich verarschen? Ja, dann werden wir wohl einen Depth-Counter brauchen. Der Depth-Counter, der zählt hier auch! So, 65! So, Ruhes. Ja, nochmal! Müssen wir jetzt wieder von vorne fangen? Ist das ja nicht ernst? Müssen wir jetzt da wirklich nochmal von vorne fangen? Okay, dann machen wir einen Turbogang. Das erste Level müssen wir schaffen, vorher hören wir nicht auf. So, jetzt aber hier Serious Gameplay. So, bis dahin schießen kann ich auch. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen, aber wir reden jetzt einfach mal umeinander und schauen mal. So, wir können das natürlich auch mal mit der Maus ausprobieren. Aber was ist denn Mausstein? Was haben sie denn da gedacht? Wenn ich mit der Maus nach oben fahre, dann gehe ich nach vorn. und nach links und rechts und so halt. Was haben wir denn jetzt da? Da haben wir einen Brunnen. Irgendwelche Giga. Fassel, kann man die zusammenschießen? Nein, kann man nicht zusammenschießen. Nein, da spiele ich lieber mit den Pfeiltasten. Sag ich dir, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Joystick noch ganz gut geht. Da brauche ich fast so einen alten Oldschool-Joystick, der so richtig klickidi-klackidi macht. So richtig schlecht. So, da war unser Geheimgang drin, das wissen wir natürlich noch. So, lass mich rein da. So, sauber die MP40 und jetzt durch rushen. Speedrun! Any percent Speedrun! Es ist schon. Also es ist schon. Oh! Absolute Nazi-Goldkammer gefunden. Ja, nix da. So ist sie gestohlen. Jetzt glaube ich einfach wieder zurück. Die Leute finden sie in Ordnung. Was haben wir da? Herr Leon! 4 Jahre abonniert, er ist 3 Monate Mitglied. Läuft. Leon, merci dir. Johannes Menhorn, ey Birger, wann sehen wir dich bei Hotline Miami richtig abkotzen? Hotline Miami ist sau witzig. Kann man eigentlich vielleicht einmal machen. Johannes, merci für deinen 5er. Bussi aufs Nussi. Aber jetzt haben wir... Ich hab schon wieder bloß 52% Leben. Ey, das ist voll schwer, das Spiel. Dann schießt man aus dem Eck raus. Lass mal bloß mal in Ruhe. Oh, da waren wir gerade. Alle Gegner können Türen aufmachen, oder was? Das hab ich nicht gewusst. Das ist interessant. Patrouillieren die da auch richtig umeinander, oder wie ist das? Oh, ich glaube, wir haben das Levelende. Oh, ich glaube, wir haben es. Ja, genau. Und das ist quasi das Ziel des Spiels. Leiter schießen und überleben in dem Sinn. Und an diese Tür zu kommen und den Schalter zu betätigen. Und der, glaube ich, bringt die dann nach oben oder nach unten. Absolutes, feinstes Pro-Gaming. Herr Rössler, merci für den Zwickel. Ist der Dip-Counter eigentlich dreistellig? Noch nicht, aber im Laufe des Jahres wird er das mit Sicherheit. Herr Rössler, merci für deinen Zwickel. Herr Aaron, merci für deinen Zwickel. Lautstärkeregler muss erst noch erfunden werden. Ja, da waren wir halt noch nicht so weit. Ja, da hat es noch keine Interfaces und so einen Scheiß gegeben. Da hat es noch keine, wie soll ich sagen, da hat es sowas noch nichts gegeben. Herr Asker, King Montenegro, weil Birger auf YouTube und Twitch streamt und das könnte er andernfalls nicht mehr. Außerdem findet der Hauptcontent immer noch auf YouTube statt. Oh, Mr. King Montenegro, da fragt wahrscheinlich jemand, warum man nicht abonnieren oder subscriben kann. Genau aus dem Grund, den der mein liebevoller Mod gerade liebevoll erklärt hat. Danke fürs Erklären, YBO. So, Freunde der Sonne, und so schaut dann aus, wenn man das dann geschafft hat. Floor 1, completed, Bonus 0, Time 3 Minuten, was Power heißt, weiß ich nicht.
Dann gibt es eine Killrate, das heißt, wir haben 81% der Gegner getötet, wir haben 20% Secrets gefunden und 30% Schätze, also von dem Goldzeug und so. Feuerwehrler, Alter, 3 Jahre ist auch schon lang. Leute, ohne Scheiß, vielen herzlichen Dank für eure Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi und danke für so viel Zeit und so viel Loyalität, nenne ich es mal. Dankeschön, Bussi auf das Nussi. Paar ist wohl der Durchschnitt, den man braucht. Hey, Irrsinn, Rainer, das ist sehr naheliegend, das stimmt, weil wir haben jetzt 2 Versuche quasi und haben im Schnitt 3 Minuten braucht. Das sind genau 1,5 Minuten, das kann sich hingehen. Könnte sich hingehen. Will man nicht sehen. Tja, Freunde der Sonne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Wolfenstein 3D, der Shooter, auf dessen jeder andere Shooter danach basiert. Genau das, ob du es glaubst oder nicht. Darum erwarte ich ein bisschen Respekt. Egal, wie alt das Spiel ist, es ist 30 Jahre alt, knapp, muss ich ganz ehrlich sagen, starke Nummer. Starke Nummer, das ist aus dem Nix, kann ich mir, du musst in die Zeit zurückversetzen. Die Leute haben, du rennst da interaktiv umeinander, da schießt auf Menschen, das hat man bei uns in Deutschland nie gern gesehen. Auch Jahrzehnte später, das sagt man heute noch nicht gern. Deswegen werden zum Beispiel also so Sachen indiziert oder geschnitten wie Dying Light 2 und so weiter. Da haben wir in Deutschland, leben wir einfach immer noch hinterm Mond. Kein Mensch der Welt rennt in so einem Spiel umeinander und wird größenwahnsinnig. Also keine Ahnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, pressen Sie bitte Triple F für id Software und Wolfenstein 3D als den Urgroßvater aller Shooter. Ja? Herzlichen Dank. Und jetzt, das ist natürlich nicht alles. Hallo, es ist 10 vor 9, wir haben noch nicht fertig. So, wir haben noch ein zweites Spiel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, halten Sie sich fest. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil habe Wolfenstein nicht so viel gespielt. 91 war ich einfach noch zu jung. Da war bei mir Gameboy, Super Nintendo Zeit. Ja? Meine ersten Spiele da waren Tetris und Spider-Man. Habe ich zu meinem 5. Geburtstag gekriegt und ab diesem Zeitpunkt war es mit mir vorbei. Ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, so, du wirst mal suchtig, wenn du erwachsen bist. Zumindest auf dem Ausweis. Aber das nächste Spiel, meine verehrte Zuschauerschaft, das habe ich sogar original da. Frag mich bitte nicht, wo ich das hergekriegt habe. Das Ganze, warte mal, steht da irgendwo, da steht halt nicht viel drauf, das zeige ich euch aber auch gleich. Wir schauen uns den Inhalt an. Aber wir machen es. Blablabla is a trademark of id Software. Copyrighted 1993 id Software. Und hallo, wir machen da hier Birgers Retro-Reise und was zur Hölle war das, wenn ich von all die Shooter sprich, wenn ich nicht davon sprich. Achtung, Disketten, weil ich tue mal Disketten aus und du sollst da das wirklich eine. Ohne zum, so mit so ein bisschen Spoiler. Selbstverständlich ist da Doom dabei. Ja? Das ist ja wohl sowieso klar. Und ja, ich habe leider kein richtiges Boxart nicht gefunden. Ich habe hier eine Originalschachtel von Doom. Hinten drauf steht auch nicht recht viel. Es ist leider spiegelverkehrt. Ja, weil ich mich heute auf die anderen Seiten noch mit habe. Entschuldigung. Jetzt bei so was. Episode 1. Knee Deep in the Dead. Episode 2. The Shores of Hell. Episode 3. Inferno. So. Jetzt pass mal auf. Da schauen wir, da schauen wir jetzt einmal rein, was da so drin war. Also früher haben PC-Spiele so eine Schachtel gehabt, ja. Sehr schön, sehr schön. Die ist ja nur einigermaßen gut erhalten. Ich meine, natürlich hat die ein paar Eckerl und so da. Das ist klar, das Ding ist 30 Jahre alt. Dann ist da drin. Lustigerweise habe ich von damals, das habe ich auch schon einmal hergezeigt in einem Stream, das war unser YouTube-Leid. Das hier war unser YouTube, ob du es glaubst oder nicht. Du hast ja da keine Videos anschauen können. How to get OP early game, bla, find every secret in bla bla bla. Sondern da hat es noch PC- oder Gaming-Zeitschriften gegeben. Und weil man sich die auch im Freundeskreis bloß einmal gekauft hat und dann selber nicht leisten hat können, hat man sich das außerkopiert. Ja? So, für 50 Pfennig im scheiß Copyshop oder die Mam. Gibt's der Mam mit in der Arbeit? Die Arbeit, weiß ich nicht, in der Bank drin. Hey, Mama, kannst du mir das kopieren, bitte? Und da steht dann drauf, da steht noch Mike drauf.
Mike. Das hat er meinem Mike gehört offensichtlich. Keine Ahnung. Und dann haben da quasi... Vielen Spielern lässt das 3D-Spektakel Doom keine Ruhe mehr. Auch in den Mailboxen weltweit wird kein Spiel derart diskutiert und auseinandergenommen wie Doom. Leider sind viele Informationen über das Spiel quer durch die Datennetze der Welt verteilt. Die Datennetze der Welt. So. Wir haben ja immer noch 1993. Ja, Doom erschien 1993. Wann genau, kommen wir gleich dazu. Auch hochauflösende Karten wirklich aller Level der neuen Level-Demo sind rar. Wir haben uns deswegen die Mühe gemacht, alle veröffentlichten Doom-Geheimnisse zusammenzutragen, die Liste mit seinen eigenen Tricks abgeschmeckt und in tagelanger Kleinarbeit Spezialkarten zusammengeklebt. Leider Gottes haben die, wir sollen sagen, beim Kopiervorgang flöten gegangen, da erkennt man leider gar nichts mehr, aber so war das halt damals. Ja? Und da haben wir auch schon mal eingeschaut, was auch... eine Werbeanzeige drin. Großelektronik, Hardware, Software, Zubehör, Großhandel für Computerspiele und Zubehör, PC, CD-ROM, Amiga, CD32, Mega Drive, Mega CD, SNES und 3DO. Lieferung nur an Händler. Das ist ganz normal, das ist okay. Gronti, Senf! Merci dir für deine Zähne. So, das war die, eigentlich, man muss ja zugeben, eigentlich war es, das hat man der Mama natürlich nicht gesagt, man hat gehofft, sie hat das einfach nicht gesehen, sondern einfach in den Kopierer eingelegt. Ich weiß, es ist spiegelverkehrt, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich lese dann schon vor. Man wollte eigentlich diese Anzeigen haben und weiß das was ist. Achtung, ich lese vor. Deine Chance für neue Kontakte. 7000 Anrufer /innen. Ja, man gendert nicht erst seit 2021, sondern schon 1993. Anruferinnen täglich. Telefonparty mit 10 Personen gleichzeitig reden. Also das war der absolutäre Flashback damals. Ja, da kriegst du Alter. Treffs, Spaß, Unterhaltung, 24 Stunden Live-Party. 00239 129 380 235 00611 411 993 4567. Da hast du sicher sein können, dass du mindestens 25 Mark in der Minutenzahl hast. Das garantiere ich dir. Und dann ganz neu. Achtung. Neu. Sex-Aufklärungsservice. Halbe Minute 69 Pfennig. War gar nicht so teuer. Junge Frau verrät die größten Geheimnisse der Liebeskunst. Jeder lernt noch etwas dazu. Kostenlos. Nur Telefongebühr, 6 verschiedene Themen. Tabulos. Irgendwann geht aber auch was tabulos. 00611 411 934. Tag und Nacht steht dort. Ciao, Freunde. Wo ist das Telefon? So, jetzt beißen wir du Obacht. 006 11 411 9934. Wo? Es heißt Tag und Nacht. Jetzt pass auf. Wir machen da laut. Machen wir laut. Oder? Sie hören es selbst. Der Wille war da, ich hab's versucht, schade. Ja, Tag und Nacht, da bin ich angelogen worden, du Scheißhure. So, ja, und der Rest haben halt, da haben wir noch was, Multimedia. Das ist so geil. So eine richtig geile 90er-Jahre-Anzeige. Ja, ist auch interessant, ja, gehört zur Nostalgie. Ja, gehört dazu, lese ich vor. Multimedia CD-ROM. Oder Multimedia war damals ohne Scheiß, das war der Hightech-Shit. Da ist irgendwo Multimedia gestanden, dann war dein Hirn so geflasht, dass du einen Schlaganfall kriegst. CD-ROM Laufwerksbundle. Mitsumi Fix 001 Double Speed. Jetzt wird es ein wenig futzelig. Multisession Foto CD fähig. 250 Millisekunden, 350 KB pro Sekunde, inklusive Interface, Kabel und Software. Plus 5 CD-ROM. Was für CD-ROM? 5, da hast 5 CD-ROM. Ja, was da drauf? Nacktbeitel von deiner Alten. Na, 5 CD-ROM. Ja, was soll denn damit?
Was soll? Ah ja, und dann nur D-Mark 459. Alter. Multimedia Kit. Mitsumi FX 0100 Pro Audio Spectrum 16 Sony Boxen. Plus The Secret of the Monkey Island. Plus Secret Weapons of the Luftwaffe. Plus Mario is Missing. Plus Degeneration. Plus Jones in the First Lane. Plus King's Quest 5. Alter, es hat 1993 schon King's Quest 5 gegeben. King's Quest 5. Wann ist King's Quest 1 gekommen? 1960. Aaron, ist das der Super-Top von Elden Ring? Merci dir. Stell dir, das ist wirklich interessant. Und dann das Allergeilste ist, wie man das bestellen hat müssen. Da ist da unten, ich weiß schon, es ist spiegelverkehrt, aber da unten ist da ein kleines Formular und da hast du wirklich Brillant Management Inc. bla 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 und hast da wirklich Anzahl, Artikelnummer und Bezeichnung draufschreiben müssen mit Stück und Preis, deinen Namen und Vorkasse und was weiß ich was für ein Scheiß. Dann schickst du das per Post da hin, dann muss das, ich weiß nicht, wie soll denn das vonstatten gehen? 1984 ist King's Quest 1. Alles klar, das sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Ja, das war vielleicht mal interessant. Ja? Auf die Liste King's Quest. So, Freunde der Sonne. Genug davon. Sehr, sehr rarer Fund. Habe ich mich selber sehr köstlich amüsiert, wie ich das da drin wieder gefunden habe. Habe ich nicht erwartet. Dann ist natürlich dabei ein Handbuch zur Vollversion. Und stellt euch vor, ja, es hat Gebrauchsanleitungen für Computerspiele damals gegeben und da stehen dann Sachen drin über Hightech-Grafik und eine neue Ära der bewegten Bilder, Pixel und Vektoren. Eine Portion Chaos wirkt Wunder, Installation und Bedienung und lauter so ein Chaos. Aber mit Original-Artwork und das ist wirklich noch in sehr gutem Zustand. Also das hat keine Falten, keine Ecken, gar nichts. Weitere lieferbare Vollversionen. Früher hat man das so gemacht, Doom hat es als Shareware gegeben und das hat sich verbreitet wie die Hölle. Und im Spiel, ich glaube, das sehen wir nachher dann auch, ist dann Telefonnummer von id Software, wo du die Vollversion bestellen hast können. Da, weitere US-Vollversionen und deutsche Vollversionen. Data Operator 300 D-Mark. Data Operator Lite 130 D-Mark. UI Graphics, Click Copy, Akzent 2, Epic Pinball, Doom. Es hat 8,79 D-Mark gekostet. Die Vollversion von Doom. Bist du bescheuert? Solar Winds, Castle of the Winds, Dare of the Dream, Kilo Blaster, Secret Agent, lauter so einen Scheiß kenne ich nicht. Math Rescue. Ja, Rescue Me of Mars. Und, jetzt kommt das Allerwichtigste, unser 386er hat damals über 3000 Mark gekostet. Herr Dominik, das unterschreibe ich dir sofort, das glaube ich auch. Schmiedi, wo sind da Vektoren? Schmiedi, das zeigen wir jetzt dann. Der grafische Sprung in Doom im Vergleich zu Wolfenstein, was quasi der Vorgänger ist. Und die Parallelen, die sehen wir jetzt dann gleich, vor allem im Protagonisten und so. Also in uns selbst. Han massiv. Das Ganze kommt auf 4 Disketten. Oh, ich habe eine verkehrt rum. Ja, Mut. Damit nichts passiert. Das ganze Spiel passt auf 4 Disketten. Wie groß ist denn eigentlich so eine Disketten? Da steht ja nicht viel drauf, außer Created by id Software 1993. Super krasse Scheiße. So, spit some facts, da die sagen. Jetzt bei so was. Hauptreihe, Doom. Der erste Teil von Doom wurde am 10. Dezember 1993 veröffentlicht. Der deutsche Vertrieb erfolgte durch CDV Software sowie durch Pearl Agency. Inhaltlich dreht sich das Spiel um fehlgeschlagene Teleportationsexperimente der Union Aerospace Corporation, in kurz UAC, auf den beiden Marsmonden Phobos und Deimos. Dabei öffnet sich ungewollt ein Portal zur Hölle, Dämonen besetzen die Forschungseinrichtungen, Menschen werden getötet oder in Zombies verwandelt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Space Marines, der sich auf dem Mond Phobos befindet und sich den Höllenkreaturen stellt. Und jetzt, was der massive Sprung ist, so als kleiner Schubserler, 3,14 MB gingen da drauf. Das heißt, dann ist das Spiel ungefähr 12, 13, 14 Megabyte groß. Irgend sowas. Sagen wir 12,5. 5,76 Megabyte das ganze Spiel. Krass. Krasser Scheiß. Und überleg mal, wie groß Call of Duty ist.
Das sind Dimensionen, da reißt es den Schädel. Kann das mal irgendjemand ausrechnen? 250 Gigabyte, wie oft passt Doom in Call of Duty? 250 Gigabyte geteilt durch 5 Megabyte. Bitte ausrechnen, ich lese dann vor. Mit der verwendeten Doom Engine setzt der Entwickler id Software zum Veröffentlichungszeitpunkt neue Maßstäbe im Bereich der 3D-Grafik. Im Vergleich zu Wolfenstein 3D konnte die Engine schrägwinklige Grundrisse, und das ist jetzt wichtig, umsetzen und erlaubte zusätzlich die Erstellung unterschiedlich hoher sowie runder Räume, was neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Leveldesign ermöglichte. Sie verwendete auch weiterhin keine Polygone, sondern setzte zum Erzeugen des dreidimensionalen Eindrucks auf Raycasting-Techniken Raytracing on! Texturen, Gegenstände und Gegner basierten auf zweidimensionalen Grafiken in Klammern Sprites. Mit dem Binary Space Partitioning war es möglich, große Level auch für 386er PCs flüssig darzustellen. Ein weiteres populäres Feature von Doom, und das ist jetzt das, was absolut mindblowing war. Absolutely fucking mindblowing, immer noch 1993. Ein weiteres populäres Feature von Doom war der Mehrspieler-Modus mit bis zu 3 weiteren Spielern über ein Netzwerk. Das heißt, du hast da schon Multiplayer mit deinen Kumpels spielen können. Damals hat es halt noch kein Internet nicht gegeben, aber halt mit Direct Connection. Wie das genau funktioniert hat, haben wir nicht gewusst. Wir waren Kinder und das waren PCs von unseren Babs. Und im Übrigen, Call of Duty passt auf 173.612 Disketten. 173.000! 173.000 von diesen Disketten, dann passt ein modernes Spiel drauf. Von heute. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Naja, gut. So, Freunde der Sonne, dann darf ich sagen, luren wir mal hinein. Schauen wir uns diesen sogenannten Meilenstein von Doom an. Und da werden wir sehr schnell sehen, dass. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich Doom überhaupt zum Laufen kriege. Achtung. Ich habe das da alles so gut ich kann vorbereitet. Ich hoffe, es funktioniert. Achtung, Diskette der mal wieder raus. So, Diskette raus. Blub, blub. Und dann wieder Diskette rein. So, und los geht's. Geil. Oh, und dann geht sofort Gameplay los. Schau dir das an. Schau dir das an. Das ist auch schon wieder so laut. Das ist schon wieder so laut. Ich muss jetzt da mal auf 30, aber das ist ein Wahnsinn, wie laut das ist. So, leiser! Endgame Message on, Screen Size, Maus, keine Ahnung! Los mich! Der flippt völlig aus! New Game! Keine Ahnung, which episode knee deep in the dead! Hey, not too rough, okay? Alter, da geht, Alter. Oh, ich muss, Achtung, Volume geht wieder rauf. Sprengi, du sagst es. Iconic Gaming Tunes Lesson 1. Was, ich habe das Beutel kleiner gemacht, dann machen wir das Beutel wieder größer. Achtung. Mal wieder größer, so, passt. Alter, wer da keine Gänsehaut kriegt, Alter. Jetzt zeige ich euch noch was. Achtung. Das muss ich jetzt so schnell aussuchen, weil es nicht anders hilft. Der direkte Vergleich. Achtung. Ich hoffe, das ist das Richtige. So, Achtung, der direkte Vergleich. Der moderne Soundtrack hört sich so.
wenn du da nicht Bock auf absolute Zerpimmelung kriegst. Und Copyright Strike. Ist mir scheißegal. Wenn du da nicht Bock auf Monster zerpimmeln kriegst, dann weiß ich es halt auch nicht. Ja? Aber so hat sich das halt vor 30 Jahren gehört. So ist das nun mal. So, erste Eindrücke des Harz. Wie wir da schon mal sehen, die Grafik ist schon mal um einiges fortschrittlicher als das andere. Ja? Wir drehen uns genauso mit den Pfeiltasten. Ja, hintere, viere, auf wie oben. Vor uns, die Smog-It-Software irgendwie, dass gleich mal ein Doder vor uns liegt. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat das sogar einen technischen Hintergrund, dass die Sprites irgendwie eingeladen werden oder so. Und wie wir da schon sehen, Achtung, geht das Strafen? Ja, die Steuerung ist genau die gleiche wie... bei Wolfenstein. Oh, ich muss mal den Mauszeiger wegmachen. Jetzt pass auf. Und das Ding, diese 2D-Platten mit dem Beutel, zeigt immer auf uns. Was ist jetzt neu? Erstens schon einmal die Treppen. Es geht jetzt in die Vertikale. Da haben wir schräge Polygone, schräge Wände. Da liegen Items umeinander. Picked up a Health Bonus. Oh, jetzt haben wir 101% Health. Und, Achtung, gibt es Einschusslöcher? Nein, Einschusslöcher gibt es leider immer noch nicht. Aber man sieht, wo Kugeln einschlagen, wenn das so aufplatscht. Waffeltrage! Doom-Playlist läuft bei mir auf der Arbeit im Labor. Dann muss ein gutes Labor sein. Macht's bitte bloß keine Experimente mit irgendwelchen Teleportationssachen und irgendwelchen Monden. Das war super. Danke. Waffeltrage, merci. Stefan, merci für dein Euro. Na, zur Musik drauf brennen waren die CD-ROMs. Ja, aber damals hat es noch keinen Brenner gegeben. So, was auch neu ist, Objekte in der Umgebung hat es vorher auch schon gegeben, aber jetzt kann man drauf schießen. Das ist neu. Und ich glaube, in Doom hat man auch springen können. Hat man in Doom springen können? Wenn, dann weiß ich nicht wie. Nein. Hat man in Doom springen können? Ich hab mir eigentlich eingebaut, man hätte in Doom springen können. Ja, egal. Dann erforschen wir mal die Umgebung, da ich sagen. Was ist da? Picked up an Armor Bonus. 1% Armor. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Oh, da liegt der Doom Guy. Das sind wir quasi mir. Das ist ein Marine. Oh, noch ein Marine. So. Oh, erster Gegner. Pickst Gegner. Da müssen wir eigentlich einmal ein bisschen netter hingehen und zum sehen, wie die ausschauen, weil das ist halt auch einfach ein Pixelbrei. Einmal nehmen wir mit. Mehr Armor braucht man. Give me the Armor. So, weiter geht's. Ich brauch kein... Achtung. Warum haben sie so komische... Es hat doch geheißen Dämonen. Irgendwann ist ein... was schießt du? Alter, was schießt du? Ach, da oben. Ausweichen! So, was man aber sagt, man kann nicht nach oben und nach unten zielen. Also zumindest wissen die nicht wir. Oder das hat man da auch nicht können. Hat man nach oben und nach unten zielen können? Nicht, gell? Aber man sagt jetzt deutlich, Bild auf und Bild ab geht bei mir nicht. Was? Zeig mal alle Waffen mit IDKFA. Was? Ich habe jetzt ein IDKFA gedruckt und habe auf einmal war das jetzt ein Cheat? Ah! Ich mag nicht cheaten! Jetzt habe ich aber gecheatet! Jetzt haben wir einen Scheißdreck da! Bonsai! Wo sind wir beim Retro? Hab den Anfang verpasst! Bleed Purple! Merci dir, Bonsai! Wir sind mittlerweile bei Doom angekommen. Wir waren mal bei Wolfenstein. Ja, jetzt sitze ich da, jetzt habe ich alles, oder was? Wir tun mal Waffen wechseln? Ja gut, wir haben leicht overpowered. Was haben wir da? Schrotflinten? Geil! 5. Was auch immer das ist. Der fette Raketenwerfer. Ja, das ist nice. Was haben wir auf Sim? Was auch immer das ist. Oh, leck. Meine Freunde, das ist die BFG. So, wir werden jetzt gleich mal da irgendjemanden annihilaten. Oder wie auch immer man das aussprechen mag. So hat also die BFG am Anfang ausgeschaut. Was haben wir auf... Meine sehr verehrten Damen und Herren, Begleiter auf Birgers Retro-Reise, die ikonischste
Die BFG, ausgesprochen Big Fucking Gun, haben wir gerade gesehen, die radiert den ganzen Ding aus. Ne? Die radiert den ganzen Raum aus. Das ist schön und nett, ist aber langweilig. Das ikonischste Waffengerät in einem Shooter jemals. Run, Motherfucker! So, Achtung, los geht's. So, wen kann ich zerpimmeln? Ich möchte zerpimmeln. Wo sind die komische Viecher? Wo? Da haben nirgendwo komische Viecher. Wo sind die komischen Viecher? Geht's dann eigentlich noch weiter? Nein. Haben die so alle Waffen? Ich glaub schon. Was, das ist der Exit? Das war das erste Level. Da ist aber nicht viel passiert. Kills 100%, Items 27%. Okay, das war ein Kurzlevel. Aber das war das Intro-Level. Grund-Team, jetzt wieder ein 5er. Hey, Birger, wenn es Zeit hast, schau mal in Tobi Schmerz rein. Da sieht man richtig dein Retro-Stream anschaut. Muss ich mir anschauen. Warte, da muss ich schnell reinschauen. Das hilft mir jetzt alles nichts. Wo hab ich Schmerz? Oh, no. Achtung, ich gehe schnell auf den Monitor ganz. Achtung! Gronti, schauen wir uns so. Das ist ein Beutel vom Gronti bei mir im Discord. So schaut er gerade Ding. Da gibt's zu mir Press F für einen Gronti. Nur so schaut mein Retro-Stream richtig. Absolut korrekt. Sehr schön. Gronti, danke dir. Schmidi! Für Modern Warfare, aktuell 196 GB, braucht man ein Magnetband mit über 321 Kilometer. Was sind das für Informationen, Schmidi? Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Das war ein zu kurzes Level. Spielen wir mal You Are Here. Da hat man dann also eine Map und die Grafik war ja schon viel besser. Hat gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ich mag jetzt so ein Viech zerpimmeln mit der Motorsag. So schaut's aus. Wo sind die Viecher? Da ist einer! Da war noch einer, ich hab genau gehört, irgendjemand geschossen. Da ist einer. Was haben wir da? Wieso kann ich das nicht nehmen? Ah, weil wir so viele Arme haben, okay. Wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja gut, gehen wir mal weiter. Spielen wir mal ganz klassisch. Was übrigens eine sehr ikonische Waffe ist, finde ich zumindest, ist einfach die Schrotflinten. Die Schrotflinten in Doom ist einfach iconic. Da sieht man schon die Vertikale im Level, ja, also wirklich 3D-Räume. Das ist ja, also der Sprung von Wolfenstein zu dem, das ist ja utopisch. Das ist ja völliger Irrsinn. Ah, was? Schrei mich nicht. Ah! Stark. Oh, da haben wir Karten gefunden. Picked up Red Keycard. Ja, und so haben sie dann die Level aufgebaut. Ja, in labyrinthartig und viel dynamischer, als das in Wolfenstein noch der Fall war. Da wo es bloß geradeaus und links und rechts gegangen ist. Das war's dann. Aber da geht's halt auf, oben, verschiedene Tieren. Dann hast du Items suchen müssen. Da hinten war noch einer, ich hab ihn genau gesehen. Dann hast du Items suchen müssen, in die du in bestimmte Tieren nur reinkommst. Diese Art von Spielmechanik hat es halt überhaupt noch nicht gegeben in Wolfenstein. Glaube ich zumindest, vielleicht in späteren Leveln, das weiß ich nicht. Und alles, ja, allein das Wackeln von der Waffen und dem G, das leichte Headbobbling beim G, das halt den Eindruck vermittelt, als das da halt G und so. Der Spielfluss ist ein ganz anderer. Alles geht flüssiger und die Räume sind hoch, vermitteln Tiefe und so weiter. Das ist ein Sprung, der ist so... Oh. Doch, was ist das für Viech da eigentlich? Und gehen halt auf. Alles wird zusammengeschossen. Jetzt haben wir halt leider einen kleinen Cheat eingehauen, das habe ich unbewusst gemacht, ich habe nicht gewusst, dass das ein Cheat ist. So, was auch immer jetzt passiert ist. Schalter. So, schau, der Schalter, der ist auch nicht 3D modelliert, das ist einfach bloß ein Beutel, das dann halt quasi einen anderen Schalter darstellt. Aber egal, das ist eine Zeitspanne von einem Jahr. Ja, das Spiel Wolfenstein ist von 1992, Doom von 1993. Der Techniksprung, der ist so krass.
Und sowas ist halt heute selten, das ist eh klar, weil irgendwann ist die Spitze der Fahnenstange, die ist halt irgendwann mal erreicht und beendet. Oh, was haben wir da jetzt gefunden? Ah, sehr schön. Probieren wir andere Waffen aus. Was tust du mit der her? Die gefällt mir, glaube ich, auch gut. Eine gute alte Gatling Gun. Gute alte. Viel mehr verschiedene... wo haben wir jetzt wieder hin? Viel mehr verschiedene... Schnell gehen. War auch wieder ein Kurzli. Muss man lassen. Granti! Hey, Birger... hab ich gerade geschaut. Ich hab gemeint, ich hab jemanden übersehen. Entschuldigung. Ja, GG, Alter. Geht noch ein Level. Ich glaub schon. Brudi 1 geht ja noch. Ein Level, vielleicht sehen wir noch einen anderen Gegnertypen. Oh, schau hier, spätestens jetzt hätten wir Pumpgun gefunden. Wobei ich mir absolut sicher bin, ja, und da ist ja dann schon ein bisschen so ein Progress-Gefühl dabei. Ja? Du kriegst neue Waffen, du möchtest immer noch neue Waffen und so. Die haben schon gewusst, was deren. Brauchen wir mal nicht schmerzen. Oh, Poison. Poison! Dominik! Der Bürger, das sind die guten alten Zeiten, das war noch Gaming. Mr. Dominik, das ist richtig, aber da unterhalten wir uns ganz am Schluss drüber, dass man sich diese Spiele vielleicht so in Erinnerung behalten soll, wie man die damals erlebt. Wie man die damals erlebt und gefühlt hat. Weil ganz ehrlich, es löst Nostalgie aus und wenn man das jetzt unter dem Aspekt betrachtet. Ja, lustig ist schon. Es ist schon immer nur lustig. Es ist einfach schon immer nur lustig, da brauchst du nicht noch wieder. Aber nicht lang. Aber was mit dir? Oh, boah, das war die. Ah, jetzt haben wir einen anderen Gegner gesehen, der hat eine Schrotflinten dabei. Und spätestens jetzt hätten wir halt, wenn wir normal spielen hätten. Ja, was ist mit dir? Voll jetzt zusammen dann. Oh, blaue Keycard. Oh, was ist jetzt? Oh, schau hier, man hat schon mit Lichteffekten gespielt. Ja, das ist auch was, da hat Wolfenstein noch nicht mehr davon geträumt. Ich glaube jetzt nicht, dass das echte Lichteffekte sind und das so funktioniert wie heutzutage, dass das wirklich Lichtquellen sind, dass Objekte dynamische Schatten werfen und so, sondern eher, dass da alle Texturen abdunkelt werden. Ja? Also da gibt es ja keine Lichtquelle in dem Sinn, wie das normal funktioniert mit Glühbirne und dann wird das hell oder dunkel, sondern das ist halt alles 2D, ein Beutel, das einfach finster gemacht wird. Ja, und da drin, da blinkt nicht eine Lichtquelle, sondern da blinken die Texturen. Was ist eine Textur? Vielleicht der eine oder andere, der einfach nicht weiß, was ist eine Textur. Stell dir vor, das 3D-Objekt, die Wand und da ist ein Beutel drauf. Ja, in dem Fall, Moment, da muss ich hingehen. In dem Fall jetzt dieses grüne Zeug da und die graue, wie soll ich sagen, die Struktur halt, wie das halt ausschaut, diese Wand. Und das Beutel wird einfach heller und dunkler gemacht und das wird animiert. Und dann erweckt es den Eindruck, als war da drin eine Lichtquelle. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch genauso gemacht, technisch gesehen, wie ich das versuche gerade zu erklären. Ich weiß nicht, aber ich glaube es. Sonst, wenn das eine Lichtquelle wäre, was es nicht ist, dann darf diese Textur da, das kleine Eckerl da jetzt, wo mein Finger ist, das darf mitblinken, ja? Wenn das eine wirkliche Lichtquelle ist. Aber ich glaube, dass das halt einfach nur die Textur ist, die heller und dunkler wird. Das ist alles. So! Weiter geht's. Wir haben auf alle Fälle Medikit-Box full of irgendwas. Da, das ist auch, die Lichtquelle ist keine Lichtquelle. Das ist einfach eine Textur, die ist hell. Deswegen schaut das also ein bisschen absurd aus, dass das Teil jetzt da einfach mitten in der Finstern steht und so ein bisschen seltsam ausschaut. Ja, so weit waren wir damals halt noch nicht. So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Wir haben mal die blaue Keycard aufgeklappt, die uns übrigens im Inventar da angezeigt wird, merke ich gerade. Irgendwas grunzt da. Da oben. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Jo, ist es auch gemacht gewesen. An der Waffen siehst du das normal auch. Ach ja, stimmt. Das Waffen war normal. Jetzt kann man da oben springen, habe ich gesehen. Und dann wieder auffahren los. Bewegliche Objekte, mit denen man vorher mit einem Schalter interagieren muss, dass sie dann Levels verändern. Ja, das ist heute absolut selbstverständlich. Das war damals einfach, das war absolut revolutionäre Scheiße. Es ist schon faszinierend, das nach so langer Zeit mal wieder zum sehen.
Das war eine sehr gute Entscheidung, dieses Retro-Ding. Da bin ich euch sehr dankbar dafür. Ich hoffe sehr, Sie haben Spaß beim Zuschauen und wieder... Oh. Was ist mit euch da drin? Die können da rausschießen, aber in... Ah! Wo war noch? Wenn es euch taugt, Like nicht vergessen, vor allem auf YouTube, was die Leute auf Twitch stehen, das weiß ich nicht, die schreien einfach... So, jetzt müssen wir ein bisschen schnell machen, wir haben nämlich noch ein Spiel. Wir haben noch nicht fertig, wir haben noch ein Spiel. Und das ist das für mich Wichtigste aus der Zeit. Wo müssen wir hin? Ich geh mich nicht mehr aus, Muss ich da oben? Nein, muss ich nicht, da hinten noch umeinander. Hui! Was ist da los? Ich schieße euch alle ins Gesicht. Nehmen wir mal noch andere Waffen her. Haben wir die, haben wir einen Raketenwerfer, haben wir noch. Was passiert mit dem? Oh ja, der ist total overpowered! Total overpowered. Oh, da oben ist der Exit. Exit! einfach mit dem Raketenwerfer eingerotzt, weil es wurscht ist. Ja, da schauen wir doch stabil aus, oder? Warte, jetzt muss ich schnell was nachschauen. Hätte sie nicht normalerweise sein Gesicht da unten verziehen müssen, wenn ich schieße? War das nicht in Doom so? Oder wahrscheinlich in Doom 2 war es dann so. Aber man erkennt auch die Parallelen am HUD, am User-Interface, wenn man so will. Schaut genauso aus wie in Wolfenstein 3D, nur halt einfach weiterentwickelt. Ein bisschen schöner, ein bisschen besser und so weiter. So, Freunde der Sonne, ich glaube, das ist das Ende des Levels. Oh, ist doch nicht das Ende des Levels. Na, doch, ist schon. Haben wir schon da. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Ja, da auch wieder dieselbe Menüführung. Das Level hat einen Namen, es ist finished, wie viele Kills, wie viele Items du gefunden hast und wie viele Secrets, wie lange das braucht hast und wie lange das du im Durchschnitt braucht hast. Enjoy the musics. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Doom. Die massive Weiterentwicklung von Wolfenstein 3D, den ersten Shooter, den es in dem Sinn gegeben hat und der irgendwie erwähnenswert ist. Und das ist ein technischer Sprung, den ich gar nicht so richtig in Wörter fassen kann, weil das hat ja das eine mit dem anderen nichts mehr zum Tor. Aber trotzdem sagt man sehr schön, finde ich, wo die Wurzeln sind. Ja? Hast du jemals einen Cheater ohne Cheaten gesehen? Du, dass ich jetzt da aus Versehen einen Cheat einhau, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber so tragisch ist jetzt das da auch nicht. Aber Peng, 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 peng und haben wir auch noch und so, der haben das Ketten wieder raus. Zack. So, jetzt muss ich mal kurz Doom wieder fein säuberlich zusammenbackeln. Und dann haben wir noch eins. Wir haben hier noch ein Spielchen. Und das ist das für mich, das habe ich am meisten gespielt. Ja, Doom habe ich schon auch verdammt viel gespielt. Aber ich glaube, das habe ich noch mehr gespielt. Vor allem, das war dann so die erste Zeit. Ich habe es auch auf der Playstation genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht auf dem PC, weil es damals, da war ich noch zu jung dafür. Das war wirklich, da ist ja nicht bloß um Ballern gegangen, sondern wenn wir jetzt Glück haben, dann sehen wir ein paar Pixel-Depth. Und damit sollten der eine oder andere vielleicht auch wissen, was jetzt los ist. Und mehr 90er Macho-Gehabe und mehr 90er Sprüche und mehr 90er Badass-Dom und Cool-Gemacker werden wir nimmer finden, außer beim einzig fucking wahren Computerhelden der 90er. Lang vor einer Lara Croft und lang vor irgendwas. Ja, nicht lang vor Mario, aber er ist definitiv cooler als der Mario. My ladies and gentlemen, I proudly present to you Duke Nukem 3D. Der gute alte Duke. Und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt, das ist übrigens die Boxart, das habe ich auch gehabt, aber für Playstation und das habe ich leider nicht mehr. Das ist irgendwann, was weiß ich, wo das verschwunden ist.
Balls of Steel. Come get some. Und lauter solche Dinge sind alles so Spricherl, die diesen gut aussehenden jungen Mann berühmt gemacht haben. Und nicht zu Unrecht, muss man auch sagen, das werden wir jetzt dann eigentlich herausfinden. Ich lese euch jetzt einmal ein paar so Dinge vor, die da hinten auf der Schachtel drauf stehen und vor allem drauf sind. Ich kann es leider nicht größer machen, wie das Beutel da zum Beispiel, da wo halt so ein Nocker, der umeinander steht und da bist du in irgendwelche Stripclubs und keine Ahnung. Hail to the King, baby, rest in pieces. Super, super gut. Mr. Tommy K., tut mir leid wegen dem Cheat. Um Gottes Willen, das muss ja nicht leid tun. Ich habe ja nicht gewusst, was ist dieser Wurscht. Ist ja eigentlich, danke für den Beitrag eher, aber dann haben wir uns alle Waffen nochmal anschauen können. Schaut nicht. So, jetzt pass auf. Was? Tipp ja nicht die N-Stuff ein. Mr. Hellcat? Nein. Okay, werden wir nicht machen. Bitte triggert jetzt da nicht wirklich irgendwelche Nude-Scheiße. Die kriegen wir so auch zum Singen teilweise, fürchte ich. Und ja. Ja, wie gesagt, dient alles der Referenz und des Herzeigens und der Berichterstattung. Das ist eine nette Zeitreise und zwar in das Jahr 1994. Und ich lese euch jetzt da mal ein paar so Sachen vor, was auf dieser Schachtel draufstehen, weil es die total nimmt. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gesehen haben. Komplette Vollversion, deutsche Anleitung. Jetzt pass auf. Unglaublicher Detailreichtum, perfekte 3D-Engine, abwechslungsreiche Level, bahnbrechend. 5 von 5 Balken. Ich hätte aber gern 12 von 10 Balken. Das hat geschrieben die PC Spiel im April 1996, Redaktionscharts Platz 1. Das Resultat ist ein Actionspiel mit einer sagenhaften Grafik-Engine und sensationellen Möglichkeiten. Duke Nukem 3D ist ein Muss für jeden eingefleischten Action-Fan. Grafik 94%, Sound 80%, das werden wir selber überprüfen, ob der bloß 80% hat. Handling 80%, Spielspaß 89%. Balken wo? Super geil. Selten hat ein 3D-Actionspiel so viel Spaß gemacht. Duke Nukem 3D ist wie ein guter Actionfilm. Geradlinig, hart und ehrlich. Eben unterhaltsam. Wie gesagt, wir sind da in einer Zeit, da waren einige Dinge noch anders. Da war ich auch zu jung, um das zu verstehen, aber jetzt, 30 Jahre später, muss ich schon leicht schmunzeln drüber. Und vergibt die PC Player im März 1996 86%. Und jetzt Achtung, das ist wieder so eins, wenn du entscheiden musst, was für Spiele mit zum Ausleihen mit heim, dann sagst du das Battle, das mehr Badass wird's nicht so, fuck you. Deutliche Anlehnung übrigens an Doom, der steht ähnlich drauf und ballert Viecher unten über den Haufen, finde ich, also da ist sie schon bedient worden, glaube ich. Von wem ist ein Duke Nukem eigentlich? Von 3D Realms, wie auch immer. Da unten ist das Logo, also nicht von id Software, aber ich glaube, die Engine ist sehr ähnlich. Ja? Aber gut. So, Achtung! Bereiten Sie sich auf das 3D-Action-Adventures Ihres Lebens vor. Alien-Invasion in Los Angeles. Die Stadt ist besetzt. Angst und Schrecken breiten sich aus. Die Fremden haben es auf die Erde abgesehen. Nur wer die Nerven und einen kühlen Kopf behält, überlebt und hat eine Chance, die Menschheit zu retten. Allein gegen alle in einer Zukunftswelt voller Fallen läuft Duke Nukem zu Höchstform auf. Das Abenteuer beginnt. Es ist so geil trashig geschrieben, aber damals war es einfach der Shit. Da ist nicht mehr gegangen, es war der Shit. Umwerfende Features. Tauchen Sie in die realistischen Szenen der 3D-Welt von morgen ein und das buchstäblich. Sie verfolgen die Aliens nicht nur durch Häuserschluchten, über die Mondoberfläche und bis zu ihrer Raumstation, sondern erleben hautnahe Unterwasser-Action in schummrigen Tiefen. 28 packende Level warten auf den furchtlosen Duke. Die neue 3D-Engine entführt sie in atemberaubend lebensechte Straßen- und Weltraumszenen. Ob in tiefen Schluchten oder beklemmendem Fusel, das haben wir doch gerade gehört. Überall warten Überraschungen, grimmige Gegner und rasante U-Bahn-Fahrten. Boah, geil, ich mag ballern. Ja, wir haben auch U-Bahn-Fahrten. Hallo. Aber auch Erdbeben, Gebäudesprengungen und äußerst funktionstüchtige Überwachungskameras. Was ist das für ein Beschreibungstext? Und übrigens äußerst funktionstüchtige Überwachungskameras. Heilige Scheiße, must have that game, Alter.
treiben den Adrenalinspiegel gnadenlos in die Höhe. Ja, ich kriege auch einen Puls von 400, wenn ich Überwachungskameras sehe. Bleiben Sie cool. Hinter jeder Ecke kann ein Alien lauern, eine Falle bereitstehen. Vertrauen Sie Ihrer Karte, Ihrem Köpfchen und Ihrem 10-teiligen Waffenarsenal. Minimieren Sie Gefahren mit dem Schrumpfstrahl, schotten Sie Gänge mit Hilfe Ihrer Haftminen ab und kühlen Sie erhitzte Gemüter mit dem Freezer. Ich hab lang nichts 90er-mäßiges mehr bei sowas gelesen. Kühlen Sie erhitzte Gemüter mit dem Freezer. Besser wird's nicht mehr. Tommy, merci für den Fünfer. Tut mir leid wegen dem Cheat, habe ich gerade schon gelesen. Dachte, du könntest mal das Arsenal von damals zeigen. Du, alle, habe ich gerade gesagt, ist wahrscheinlich zeitverzögert ein bisschen. Ich danke sogar dafür, dass wir das Arsenal herzogen haben können. Ist ja cool. Wie gut ist das? Und wenn das alles nicht mehr hilft, setzen Sie Ihre Feuerkraft ein. Duke Nukem hat alles unter Kontrolle. Gehen Sie, laufen, springen. Gehen, laufen und springen Sie durch Level, robben Sie sich voran, schwimmen Sie durch die Tiefe oder fliegen Sie mit dem Jetpack hoch hinaus. Egal wie Sie vorankommen, Sie haben völlige Bewegungsfreiheit und können jederzeit nach oben und unten schauen. Es ist so geil, ne? Sie haben völlige Bewegungsfreiheit ist da noch fett gedruckt. Vielleicht kann man das, ihr werdet es nicht lesen können, aber man sieht vielleicht, dass das fett gedruckt ist. Sie haben völlige Bewegungsfreiheit und können jederzeit nach oben und unten schauen. Ja, Gott sei Dank. So, Freunde der Sonne, und wie das ausschaut. Oh, das schaut verdammt gut aus, trust me. Oh, trust me, ladies and gents. Es schaut verdammt gut aus. Hoppala, jetzt habe ich es weg da. Warum muss ich es jetzt weg da, ich Trottel? Übrigens, das Spiel ist aus 1994. Das gehört einmal dazu gesagt. Duke Nukem 3D haben wir da. Jetzt muss ich bloß, das war das, was sich am allermeisten so ein bisschen gewehrt hat, zu starten. Ich hoffe, das funktioniert einfach so. Achtung, Disketten außer. So, Loading Screen, nein, Disketten rein. Wir nehmen Disk 48 und dann brauchen wir das und ich hoffe, es funktioniert einfach. Schau mal, jawohl. Easy, Alter. Easy. Achtung. Couldn't find selected sound card. Was ist jetzt? Na, bitte nicht. Anfangen. Was ist denn jetzt? Muss ich jetzt da tippen? Duke 3D? Wieso geht's nicht? Oh oh. Setup-Exe ausführen. Na, hab ich gemacht. Warte mal. Besser kann es eigentlich die Nostalgie nicht treffen. Weißt du warum? Man hat sich früher halt nur darum kümmern müssen, die Spiele überhaupt zum Laufen zu bringen. Ja? So, machen wir nochmal zu. Ich glaube, ich habe das falsche. Ich glaube, ich habe einfach das falsche Setup. Nein, das ist ein Cast, das kann ich nicht ausführen. Setup in der DOS-Box. Setup Exe, DOS Professional, was haben wir denn jetzt da, Alter? Sound Setup, Screen Setup, Serial Game, Modem Game. Was? Safe and Launch Duke Nukem. Ich hab doch das. Achtung. Oh, Soundtrack ist stark. Sound oben dran und lass mich spielen. So, los geht's. Da der wir gar nicht lang umeinander. New Game LA Meltdown. Let's rock. Let's. Und da merkt man schon seine ultra coole, tiefe, männliche, Testosteron getränkte Stimme. Das hat ein Duke zu dem gemacht, was er heute ist. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Es tut mir irgendwo leid. Tobi! Wir früher funzt einfach nicht. Ja, genau. Ich habe jetzt schon kurz Angst gekriegt. Fuck, warum läuft es jetzt nicht mehr? Ich habe es ja vorher schon mal zum Laufen gebracht. So, da sind wir nun. Also auf den ersten Blick, ich bin mir nicht sicher, hat es eine bessere Grafik als Doom? Es schaut irgendwie höher aufgelöst aus als Doom. Und es ist so laut! Was ist denn da immer los? So, weiter geht's. Da sind wir.
Es schaut schon es schaut noch mehr ein ganz Haus. Es ist bloß noch mehr ein Jahr älter als du. Ja? Peng. Weiß ich noch, da muss man oben in den Lüftungsschacht. Ich glaube, ich kann mich sogar noch jetzt instant an einen Geheimgang erinnern. So, und da kommt der erste Gegner. So, alles auf dem gleichen Level mindestens wie Doom. Ja? Waffen bewegt sie, unten haben wir das Hart, das wieder ähnlich ausschaut und so. Aber ich habe den Eindruck, dass die Objekte und das Blut, ja, da ist Blut hinten an der Wand drauf, wenn ich durchs Viech durchschieße. Lauter solche Sachen, das ist einfach nur mehr ein Detailgrad, der nur mehr ein ganz anderer ist. So, und jetzt bei so Wacht. Ich habe den Eindruck, wie springt man? Alt. Ja, Alt ist wieder Strafen, ja, das seitlich hin und her steppen. Und wo. Ah, auf Y kann man sich sogar ducken. Das ist neu. Einschussloch wo? Schauen wir das mal. Es gibt ein Einschussloch. Es schaut zwar aus wie so ein kleines Katzenarschloch, aber. Ah, Jetpack. J für Jetpack. Jetpack not found yet. So, kann man da auch. Oh, das ist neu. Schön, da kann man auf und oben schauen. Das ist zwar irgendwie vollgas perspektivisch verzerrt irgendwie, wenn man da auf und oben schaut. Da kann man auch so mal, da kann man auf und oben schauen. Das ist lustig. Und das hat man in Doom nicht kennen. Da kann man sogar einen Schulterblick machen. Schau dir das an, so weit waren es damals schon. Aber trotzdem bewegt man sich auf die Pfeiltasten und wo tut man? Auf A tut man springen. Hashtag Katzenarschloch! So, und wenn mich nicht alles täuscht, schaut von da herunten nicht so aus. Aber in diese Fenster da oben kann man reinspringen. Da bin ich mir fast zu 1000% sicher. Springen. Da kann man nicht einspringen. Kann man da einspringen? Da kann man einspringen. Was haben wir da? Security. Das sind also die funktionstüchtigen Sicherheitskameras. Da kann man quasi schauen, wo die Leute und wo die Gegner sind. Da haben wir. Pass auf. Da haben wir hinten und schauen wir das quasi gerade an. Wir können jetzt da durchschalten mit Leertaste. Hoppala. Ja, wir haben in einem Kino. Das weiß ich auch noch. Da gibt es ein Scheißhaus. Ja, das weiß ich auch noch. Und einen Kinosaal und so weiter. So, jetzt müssen wir natürlich auch massiv investigaten, was da so umeinander liegt. Pass auf. Achtung, Pixel Depth! Play Magazine. Wow! Also ich sag da keine Pixel Depth. Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert. Ich sag da keine Pixel Depth. Hashtag Pixel Depth! Anarchiezeichen an Dings ohne gesprayt. Was haben wir da? Ein Kalender mit Nockerbezis. Was haben wir da? Böse! Wie geil, dass die auch schon wieder schreien. So, was haben wir da? Oh, noch mehr eine Ausgabe vom Play Magazine. Wieder, wow! Das ist bloß das gleiche Magazin, bloß in blau. Sprichwörtlich. Oh, man sieht die Überwachungskamera sogar schon hin. Wo man sie quasi einklinken kann. Ja, so lauter kleine Details. Ja, da haben wir einen Token, da haben wir einen Clip aufgeklappt. Was haben wir da? Now playing. Was? Attack of the bleached blonde biker bimbos. Entschuldigung, ich nehme bitte 5 Tickets. Soll das ein Film sein, oder was ist denn das? Attack of the bleached blonde biker bimbos. Endlich darf ich das Wort sagen, ohne dass ich eingesperrt werde. The 90s. Sprengi und Reini, du sagst es. Reini, du sagst es. So, jetzt gehen wir wieder raus. Jetzt schauen wir mal, wie wir in das Kino reinkommen. Ich glaube, da direkt eine kann man nicht. Aber da glaube ich, ist ein oh, da unten. Fliegt doch nicht gleich jemand raus? Da fliegt doch jetzt gleich irgendjemand raus, glaube ich. Was ist denn das da hinten? Da muss man gar nicht nach oben schauen. Wieso können die fliegen und ich nicht? Die können fliegen und ich nicht. Ammo for Pistol. Was übrigens auch immer ganz geil war, wenn die Munition ausgegangen ist, dann hat man zudrehen. Kann man den kaputt schießen? Nein.
kann man nicht. So, jetzt schauen wir mal da an den Kinoeingang. Was da so los ist. Ah, da ist auch nicht drin. Wie kann man da aufmachen? Kann man da überhaupt aufmachen? Wally, hat der Uzi da liegen oder was? Where is it? Where is it? Da liegt eine Munition. Da kann man nicht rein. Kann man das eintreten? Vielleicht kann man es eintreten, ich hab keine Ahnung. Nein, geht nicht. Aber ich glaube mich zu erinnern, da hinten ums Eck geht's weiter. Was fliegt denn da eigentlich irgendwie umeinander? Irgendwas fliegt da irgendwie umeinander, ich bin mir nicht sicher. Da muss ich kurz anmerken einfach. Da bin ich jetzt in einem riesengroßen Häuser-Dings quasi und das vermittelt halt schon den Eindruck, als wären wir da in einer offenen Stadt. Und dahinter die Skybox, also nehmen wir es mal Himmelsbox, da wo auch wieder so eine Textur draufklebt mit so Hochhäuser in der Entfernung. Ganz simple Technik, aber es vermittelt simpel und einfach den Eindruck, als wären wir da in einer riesengroßen Stadt. Simple as fuck, aber cool. Ist da oben ein Viech drin, oder? Da oben ist ein Viech drin. Ja gut, weiter geht's. So, wo sind wir? Hoppala! Ah! Ja. Da sind sie überall, ich hab's genau gesehen. Ja, man merkt, da ist schon mehr los wie bei Doom. Da haben viel mehr Gegner und viel mehr... Und was... Achtung! Da kann man das Licht außen einschalten. Ja. Interaktive Schalter verändern die Umgebung. Oh, da schon wieder! Attack of the Bleach Blonde Piker Bimbos! Peng, peng! Wie war's mit die Peng, peng, Bimbos? Wo? Ah, der ist rot! Ah! Alter, der ist rot. Wieso ist der so stark? Da ist nur einer. Wo? Lauteres Arschlöcher. Jetzt gehen wir erst mal. Ich höre doch da noch einen. Oh, da läuft nur ein guter Film. Da läuft noch irgendein guter Film. Achtung! Sister Act 3. Und nicht zu übersehen. Hashtag niemals vergessen. Strapse. So. Entschuldigung, ich hab das falsche Sister Act runtergeladen. Da gibt's einen Haufen Consumables. Oh, was ist das? Kann man das trinken? Nein, kann man nicht trinken. Warum kann man das nicht trinken? Kann man es zusammenschießen? Man kann Objekte zusammenschießen. Das ist neu. Das hat es in Doom in der Form nicht gegeben. Also ersetzt zusammenschießen. Also, oh, so viel... Ah! Du Penner! Ich finde das so geil, dass da hinten an der Wand immer dann ein Blutdruck klebt. Also war das Spiel schon imstande zum Erkennen, von wo die Kugel halt im dreidimensionalen Raum kommt, ob es einen Gegner trifft und was dahinter ist und lauter sich nicht an. Das ist auch wieder... groovy. Ah! Gibt's Pumpkin ins Maul, du Huren! So, wo geht's jetzt da weiter? Ich hab keine Ahnung. Da ist doch der Eingang nach draußen, wenn ich das so beurteilen müsste. Ah ja. Ah, hat's die schon. Hat's die schon. Da haben wir einen geschossen. Was haben wir da? Das schaut aus, als könnte man es sprengen. Aber man hat ja da noch keine Raketenwerfer und nichts. Kann man da aufmachen? Von innen vielleicht? Was haben wir da? Kamera, da waren wir schon. Ach, das zeigt bloß wieder dieselben Kameras. Ist auch cool gemacht. Da siehst du, dass das eine interaktive Kamera ist, weil da jetzt die toten Leichen liegen. Das ist halt alles selbstverständlich, aber damals war es das halt nicht. Und was ich bei Duke Nukem so gefeiert habe, ist, weil das einfach zugänglicher war als Doom. Doom ist halt so ein Weltraumding, irgendwelche Aliens. Gut, das sind jetzt auch Aliens. Aber da bist du halt in einem Kino drin. Ja, da... Was hat er gesagt? What are you waiting for? Da haben wir ein Scheißhaus drin, das müssen wir auch noch suchen. Aber das werden wir schon finden. Das, ja, du, Brudi, das finden wir eben schon. Das finden wir eben schon.
Nein, auf geht der mir jetzt da mal noch nicht. Weil, grob kenne ich ja einen Weg auch noch. Ich habe eigentlich gemeint, ja gut, ich kenne ihn doch nicht, weil ich eigentlich gemeint habe, da ist Scheiß aus. Was absolut keinen Sinn macht, aber schauen wir mal. Ist da was Scheiß aus? Das ist ein Spiegel. Achtung. Leute, ich kenne Spiele, die haben aus den letzten 12 Monaten das nicht auf die Reihe kriegen. Dass sich deine Figur im Spiegel spiegelt. Damn, I'm looking good. Und wenn du hingehst und auf die Leertaste drückst. Damn, I'm looking good. Damn, I'm looking good. Es ist... ich weiß nicht, muss ich noch irgendwelche weiteren Dinge beantworten? Da sitzt das Monster beim Scheißen. Wo ist ein Heisel? Jetzt haben wir es gefunden. Alles klar, da sitzt das Monster drauf und scheißt eine. Muss ich jetzt noch irgendwas dazu sagen, warum ich das Spiel von den 3 am allermeisten gefeiert habe, von den früheren Shooter, und warum ich das da einbaggelt habe? Was war denn das jetzt? Hat jetzt da ein Bussi rausgehauen oder was? Much better. Man kann ans Klo hingehen. Da sagt er leider nichts. Aber ans Pissoir. Beim ersten Mal sagt er was, beim zweiten Mal spült er bloß noch. Es ist so gut. Ich hab's gerade gelesen, der Irrsinn Rainer schreibt's wirklich, da fällt mir kein anderes Wort ein wie großartig. Diese Liebe zu den Details. Warte, jetzt schießen wir da mal mit der Pistole drauf. Ja, diese Liebe zu diesen kleinen Details, das waren damals einfach absolute Meilensteine, heute ist absolute Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich Dinge wie, dass man sich selber im Spiegel drin sieht, nicht. So, kann man einen Ofen betätigen. Nein, kann man nicht. Sagt er. Sagt dann zur Couch. Da sagt, oh, da dahinter liegt was. Haben wir da jetzt Schrotflintenmund gefunden? Ja, haben wir. So, weiter. Das Level werden wir ja den erst schaffen. Das Spiel ist fast wert, dass man es so einmal spielt. Ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir da rauf. Da gibt es ein riesen First Aid Kit. Und da glaube ich, kommen wir auch rein. Ja. Kommt uns das da bekannt vor? Was haben wir da? Schrotflintenmoon. Oh, jetzt wird's aber hin. Ist da noch jemand da? Wo haben sie noch alle? Wo haben wir das Licht da? So, Licht an. Dann haben wir eine Access Card gefunden. Ähnlich wie in Doom. Nicht ähnlich, sondern ganz genau so. Da geht eine Treppe. Wo haben wir jetzt mir da hergekommen? Wir haben doch da von irgendeinem Lüftungsschacht einer gestinkt. Wo ist denn der jetzt? Bin ich da oben gefallen oder wo ist denn der Lüftungsschacht hin? Wo? Lüftungsschacht? Wo? Bin ich besoffen? Wir haben doch da einer gekommen. Was ist da? Kann man nichts machen. So. Kann man. Ne? Kann man da nicht. Man hat da. Ja, da kann man. Ich liebe dieses Spiel! Ich liebe es! Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Biker Mice from Bimbo Mouse. Irgendein Scheiß, keine Ahnung. Wie gut ist das? Da geht einfach ja, ich liebe es. Keine Ahnung, ich liebe es. Aber wo jetzt der Lüftungsschacht hingekommen ist, wo wir rausgekommen haben, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Wir haben auf alle Fälle die Red Key Card und ich höre immer noch jemanden umeinander grunzen. Ich habe keine Ahnung, wo wir müssen. Hashtag Strapse! Hupf durchs Fenster.
Sollen wir dann nämlich, ich gehe jetzt da die Treppen runter, weil da waren wir noch nicht. Das ist eigentlich der reguläre, der Legolas. Ah! Ja, Kinder, bis ich hab bloß noch 26 Leben, ich mag nicht sterben. Nicht sterben. Na! Was ist denn jetzt? So, ist irgendwas zerrissen. Irgendwas hat's zerrissen! Aber was hat's zerrissen? Ich glaube, ein Kinosaal hat's zerrissen. Warte. Hä? Irgendwas hat doch da jetzt voll geschäbert. Oh, da ist Rüstung, die brauchen wir. Irgendwas hat's doch da jetzt voll zerrissen und ich erinnere mich auch daran, dass da irgendwas explodiert. Ich glaube, man kann diese Ding da, ja, genau, da ist sogar so ein Crack drin, dass man zerstören kann. Man kann, da hinten ist noch Munition. Man kann da mit dem Raketenwerfer einschießen, aber ich weiß nicht mehr, wo der Raketenwerfer da ist. Erdbeben, woher wisst ihr das? Aber ich wieder nicht gescheit aufpasst. Müssen wir jetzt noch mehr aufpassen. Oh, da waren wir auch noch nicht drin. Okay. Was haben wir da? Ah, ein bisschen Lehm. Schaut nicht. Ach, da geht die wieder zu. Okay, da geht's auf. Hat sich da jetzt irgendwo gravierend irgendwas geändert? Wo zur Hölle? Erdbeben. Stand auf der Schachtel. Was für eine Schachtel steht? Erdbeben! Im Vorraum, wo Arcade steht, das ist ein Lift. Ah, warte mal. Stimmt. Wir haben da noch so ein... Ja, meine Steuerung ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das ist okay. Da, genau, da haben wir einen Lift gehabt. Ah! Tu mir Pumpkin raus, weil ja... Die machen vielleicht schon ganz schön viel Schaden da auf einen Schlag, gell? Oh, jetzt bin ich gleich hin. So, was haben wir da? Da haben wir natürlich später Duke, nur Duke Nukem, keine Ahnung was. Don't have time to play with myself. Don't have time to play with myself. M ist gleich Medikit. Ja, das habe ich nicht mehr gewusst, dass man Items usen kann. Das habe ich nicht mehr gewusst. Irgendwann, die müssen wir wieder aufsammeln. Schauen wir mal, was haben wir da? Da gibt es doch auch mit Sicherheit irgendeinen Caster drin. Na, kann man nicht interagieren damit. Kann man nicht. Balls of Steel. I got Balls of Steel. Da mag aber auch nichts sagen dazu. Schade. Was haben wir da? Ah. Access Card. Okay. Ah! Wo legt die legendären Polizeifacken? Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Schieß auf die Gelben. Ja, das sind Explosionsdinger, ich weiß. Gott. Okay. Was ist da irgendwas? Ah, okay. Da ist was aufgegangen. Da fallen wir da jetzt blöd oben. Wie tut man sich gleich wieder? Y? Jetzt haben wir wieder da herin. Wir brauchen einen Raketenwerfer. Ich möchte die Leinwand einschießen. Ich weiß, dass das gegangen ist. Ich weiß, dass das gegangen ist. 1000%ig. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen die Fucking. Oh, die Fucking legen sie sogar hin. Okay. Chill. Kein Polizeifucking. Oh, und das ist das Ende des Levels. Aber es gibt natürlich nur ein paar Geheimgänge in so einen Scheiß. Ich glaube, da fliegt da noch einer umeinander, oder? Fliegt da einer umeinander? Irgendwas fliegt doch da. Ich sehe doch da einen Schatten unten. Da. Fliegt irgend... Ja, ich hör's schon. Ich höre dich schon trapst, aber du musst nicht runterkommen, Meister. Da. Oh, liegt, den hat's in 1000 Stück als liegt. Ah, das muss man einschießen, oder was? Achtung, Musik!
Ey, wir haben 23 Minuten braucht. Wir haben 23 Minuten 15 braucht. Haben wir 33 Gegner getötet und 5 haben wir überlassen. Also da haben irgendwo noch Geheimgänge und was weiß ich. Secrets found 2, Secrets missed 6. Es gibt noch 6 Secrets und Geheimgänge. Naja, was soll ich jetzt da sagen? Freunde der Sonne, das ist ein gutes Spiel. Meilensteine. Hashtag First Try. Hollywood Holocaust completed. Was? Leute, ich hab Donations übersehen. Tut mir leid. Schaffleck, Servus Birger, so 5 Kilometer geschafft. Lauf, Force, Lauf. Forest wahrscheinlich. Letzten Minuten dir zuschauen. Hashtag 90er, Hashtag bester Mann, Hashtag geldgeiler Wichser. Schaffleck, merci für dein Drilling. Tobi, die hab ich glaube ich übersehen. Merci für dein Zwickel. Wir früher funzt einfach nicht. Doch, die hab ich nicht übersehen. Ha, passt. So, Freunde der Sonne. Wir haben eine dermaßen Punktlandung in unserem Konzeptstream hingelegt, dass es ganz aus ist. Es ist Punkt 22 Uhr. Wo waren jetzt da die knackerten Tipps? Die Klangen. Die Pixel-Tipp-Team. Wir haben einen knackerten Tipp gesehen. Im Heftel. In dem roten und in dem blauen. Das waren knockerte Tipps. Aber sowas von. 10 von 10 würde ich wieder schauen. Blatttiger, das freut mich. Das Teppichmuster. Was für Teppichmuster? Da hab ich jetzt nicht aufgepasst drauf. Wölfchen, da weiß ich nicht, was du meinst damit. Der Raiden schreibt, Kim von dem Spiel Yippie-Ki-Yay Schweinebacke. Nein, das kommt aus Stirb langsam. Birger, bitte die Elder Scrolls fürs nächste Mal. Das ist auch keine schlechte Idee, vor allem die ganz alten. Wolltest du nicht nur Quake zocken? Mr. Flash, ja, Quake wollte ich zocken, Quake habe ich aber nicht auf die Art, wie ich es gern zocken würde, zum Laufen bekommen. Darum habe ich es auslassen. Und ganz ehrlich, Quake ist dann für den, machen wir alte Shooter Generation 2. Und da gehört dann Quake, Unreal und sicher Geschichten dazu, weil es die erste Generation ist mit richtigen Gegnern mit 3D-Models. Und da glaube ich, war Quake das erste. Also ja, da hast du vollkommen recht, das gehört auf alle Fälle auch dazu. Aber ja, Unreal mit der Voodoo 1 damals war absolut genial. Mr. Alex, da hast du absolut recht. Serious Sam war auch noch geil. Serious Sam ist sauber zu jung. Vor dem Spiel ist das ikonische I Got Balls of Steel. Mr. Minger TV, das ist absolut richtig. Tja, dann da die Song. Diskette außer. Loading. Please insert Disk 48. Beim nächsten Mal brauchen wir Disk 49. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen, 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 vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen so ein bisschen zurückgebracht und dem Rest, der die Sachen nicht kennt, vielleicht so ein bisschen gezeigt, wie das vor 25, 30 Jahren ausgeschaut hat. Wenn es euch taugt hat, Like nicht vergessen. Für die neuen Leute Abo nicht vergessen, bevor es jetzt alle abhaut. Wir unterhalten uns noch im Stream um 22 Uhr sowieso. Immer noch kurz. Es war mir eine Freude. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, wenn wir diese Spiele nur so anschneiden. Zumindest jetzt bei denen, weil ich glaube, wenn wir 2 Stunden Wolfenstein spielen, dann kriegen wir halt einen Vogel. Und ich glaube auch, dass wir nach 2 Stunden Doom einen Vogel kriegen. Und ich glaube auch, dass spätestens nach einer Stunde kriegen wir bei Duke Nukem einen Vogel. Ja, weil es wiederholt sich halt sehr schnell. Aber es sind halt auch steinalte Spiele. Damals war das anders. Damals haben die Spiele für uns auch ausgeschaut wie die Heiligen. Da konntest du als junger Kerl halt nicht mehr hineinversetzen. Es war eine ganz andere Zeit und es war super geil. Es war eine ganz andere Zeit. Der Herr Bart, Benedict Duke 3D bis zur Vergasung gezockt, da kenne ich noch jemanden. Damals hat man es gespielt, bis man alle Secrets hatte. Ja, damals war ich noch nicht so auf Secrets aus, da haben wir es noch nicht einmal geschafft, gescheit. Weil wir halt Kinder waren. Stefanie B. schreibt, ich hört Mom direkt schreien, mach jetzt den blöden Kasten aus! Ja, ich höre meine auch schreien, glaubst du, dass du mit 30 Jahren noch Computer spielst? Okay. Der Simato schreibt, es war voll cool, mal was anderes, großes Lob. Das freut mich wirklich äußerst. Wie gesagt, es ist also ein bisschen mal was anderes, das war mir auch mal wichtig. So zwischendrin, ich glaube, 6 von 5 Balken. Ja, Herr Picklerig, langsam, weil sonst werde dein erhitztes Gemüt mit dem Freezer abkühlen. Ah, chill.
Löwe, Quake gehört auch noch dazu normal. Ja, da gehört noch mehr als Quake dazu. Für mich gehört aber Quake zu einer völlig neuen Generation Shooter, weil es der erste richtige 3D-Shooter ohne Sprites war, sondern nur mit 3D-Models. Das hat mit den alten Shooter, wie eben Duke Nukem, Doom, Heretic, Hexen, Blood, unsichtbare Sachen, die waren nicht so bekannt wie eben Doom oder Duke Nukem, aber die haben die gleiche Engine oder eine sehr ähnliche Engine gehabt. Ist für mich eine andere Generation Shooter. Die können wir uns auch mal anschauen. Sehr gerne sogar. Quake, Unreal und was gehört da noch dazu? Was gehört denn zu Quake und Unreal noch? Kennst Heretic auch? Ja, kenne ich. Rot war auch geil. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Birger immer noch bester Mann. Mr. Pongo Otto, merci dir. Halb Leben kennt keiner. Half-Life. Eigentlich dann die Krönung der Schöpfung der modernen Shooter ist dann Half-Life eigentlich. Ich glaube, Half-Life ist dann. Also Quake, Unreal, Half-Life. Glaube ich, haben so die anderen drei. Aber die Spiele haben sie dann auch ganz furchtbar schnell im Gameplay weiterentwickelt. In 30, 40 Minuten Half-Life sagst du nicht viel, außer die Zugfahrt am Anfang. Raiden, schau mal in Gaming-Schmerz, da habe ich meine älteste Konsole gepostet. Fangen wir mir jetzt an mit, ich muss mal, warte mal. Was? Das ist doch kein. Das ist, ja. Achtung. Freunde der Sonne, das ist eine Grafikkarten. Eine 3DFX, wahrscheinlich eine Voodoo, steht das irgendwo drauf? Gehen, das ist eine Voodoo 1, oder? Voodoo 1, Voodoo 2, irgend sowas. Ein Grafikbeschleuniger, Sprengi, richtig gesagt. Ein Voodoo 2. Wenn mich nicht alles täuscht, hat es da nicht auch irgendwelche MX-Versionen oder so gegeben? Ich weiß nicht mehr, was ich da gehabt habe. Aber auch eine von denen, wie halt jeder andere nicht zu dem Zeitraum dann auch in die ersten PCs. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich meinen ersten PC gekriegt habe. Ich glaube, es war 98. Age of Empires 1, wie Age of Empires 1 rausgekommen ist. Das war mein erstes Spiel für meinen ersten eigenen PC. Da fällt uns Fake nur ein. Es gibt so viele Dinge, die in dieses Retro-Format passen, wo ich hoffe, Sie haben Smash drauf. Ja, smash den Like-Button. Sie haben Bock drauf. Und zwar die ganzen Sim-Spiele. SimCity. Ja, SimCity und SimCity 2000 oder SimCity 2 im Prinzip füllen allein einen ganzen Stream von 2 Stunden. Leicht, weil es einfach Spiele sind, da kann man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, bis man einen groben Überblick hat. StarCraft 1, StarCraft 2. Ich weiß, StarCraft 2 ist nicht so alt, aber mir ist da wichtig, dass man den Sprung sieht, von früher zu heute. Oder im gleichen Zug Warcraft 1, StarCraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3. Sehende Sachen. Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 und so weiter. Ich hoffe sehr, Sie haben Bock auf dieses Format. Ich habe gesehen, es waren ein Haufen Leute da und es sind ein Haufen Leute da geblieben. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, es war einigermaßen anständig aufbereitet. Ich glaube, ein paar so geschichtliche Hintergründe, die finde ich ganz wichtig. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ich meine, ich lerne da jetzt nichts auswendig vorher, aber ich suche mir ein paar so Sachen zusammen, wie die Covers früher ausgeschaut haben und ein paar so, wie das früher einfach so war. Und dann bin ich sehr sicher, dass wir das ab und zu einmal machen können. Ja, das werden wir jetzt nicht am laufenden Band machen, jeden Montag, das ist klar, aber immer wieder mal. So als kleines, neues Formätchen. So haben die Leute, die Bock auf Retro-Spiele, haben was davon. Und wenn ich von Retro-Spielen rede, dann rede ich alles, was älter ist als das Jahr 1999. Also 99 und älter. Alles, was 2000er aufwärts ist, interessiert mich nicht. Raiden, du Besoffener, das war nicht mein Scroll weiter auf. Was? Raiden, du Besoffener, das war nicht mein Scroll weiter auf. Hoppala. Dann postet die ganze Zeit. Ach, da! Achtung, Raiden, nochmal der Raiden. Vorher war es der Alex, jetzt ist der Raiden. Sauber. Was ist denn die Starwing mit Originalbox wert? Hast du das Modul auch noch? Was werden die Starwing? Habe ich auch gehabt übrigens.
Was wird die, wenn du da ein Originalmodul hast, was steht denn da drauf? 129 D-Mark wahrscheinlich. Ist das das Original? Ist das das Original Preismarkerl von damals? Dann sage ich Respekt. Raiden, merci dir. Sorry, ich hab falsch gelesen. Ich habe das erste Battle gesehen und habe mir gedacht, okay, das ist zwar keine Konsole, aber egal. Löwensepp, was spielen wir dann im Nostalgie-Monat im Sommerloch? Monkey Island 2. Möglich, weiß ich noch nicht. Irgendein altes Spiel, das wir dann wirklich durchspielen. Schauen wir mal. Aber kann gut Monkey Island 2 Remake sein, ja. 300 Euro? Das glaube ich nicht. Ich hätte gern Secret of Mana mit Modul, Original, unbeschädigten Spieleberater und Originalschachtel. Wer hat das? Ich hab's leider nicht. Was? Der YGS Fox schreibt 39 Euro stellenweise. Ist nicht so teuer. Echt? Na gut. Hätte jetzt anders, also keine Ahnung, einfach rein gefühlsmäßig hätte ich das anders. Dann gibt es nur bestimmte Spiele wahrscheinlich, die was wert sind. Weiß ich nicht. Der Umberto schreibt, das wird was wert sein. Ich habe schier 20 von sowas mit Preismarkerl. Ja, offensichtlich, da gibt es nur ein paar bestimmte, die was wert sind. Beweisbilder hast du schon gesehen. Wölfchen, ich, aber nicht unbeschädigt. Beweis, stimmt, habe ich gesehen. Secret of Mana habe ich noch mit dem 4-Player-Adapter. Original habe ich es nicht mehr. Der Eddie Gordo schreibt, Baldur's Gate finde ich gut, ist halt nicht ganz so bekannt. Wie findest du es? Baldur's Gate war mein Einstieg in ISO-Perspektiven RPGs, wenn man so will. Ich liebe Baldur's Gate. Ist halt auch schwierig zum Spielen, sagt man es wie es ist. Aber damals war es das Ding. Die SNES im Bundle mit Starwing 1800 Euro. Alles klar. Wäre da halt wahrscheinlich eine Special Edition vom Super Nintendo gewesen sein, mit Starwing dabei. Mit spezieller Schachtel und so weiter. Baldur's Gate war dein Einstieg in ISO-Perspektive. Hast dann auch mal Fallout 1 und 2 probiert. Ja, Fallout 1, 2, 3, 4 und Fallout Tactics steht auch auf der Liste. Achtung, dazu gehe ich noch schnell, aber ich glaube, das habe ich noch nicht. Wenn ich es überhaupt schon mal hergezeigt habe, dann ganz extrem selten. Sekunde. Jeder Fallout-Spieler auf dem Planeten weiß, was das ist. Ich glaube, es hat auch eine Funktion. Und da haben quasi alle Fallouts drin bis Fallout 3. Und für die Xbox, obwohl ich gar keine Xbox habe, ich habe wirklich nie solche Sachen. Also wirklich fast nie solche Special Editions und sonst irgendwas. Fanleon, merci für den Flashback. Jetzt fühle ich mich richtig alt. Hashtag Jahrgang 87. Ja, was meinst du, wie ich mich fühle? Ich bin noch weiter unten. Danke dir. Musste ich keinen Fünfer kosten. Busse aufs Nuss. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. So, warte, pass auf. Ich hab noch was, um mein Fallout-Fanboy-Dasein zu unterstreichen. Sekunde. Das muss da mit. So, da muss ich aber schnell auf die andere Seite. Nur einen Moment. Die habe ich am Kumpel, die habe ich am Spezi abgekauft, weil er es irgendwo verkaufen wollte auf eBay, weil man denkt, die ist einfach geil. Das ist Xbox Special Edition für Xbox 360 für Fallout 3, so eine kleine Brotzeitbox mit Fallout 3 drin. Finde ich ganz nett. Habe ich mir gedacht, bevor es billig verscherbe, die gibt er das gleiche. Und gut war's. Stolze Liebe! Fallout 76 gehört aber nicht dazu, oder? Ich weiß nicht, von was für einem Spiel du redest. Keine Ahnung, was Fallout 76 ist. Ich kenne Vault 76, ja. Aber auch nur bedingt. So! Ja, aber wie gesagt, Fallout 3 und Fallout 4 kehrt eigentlich nicht so hundertprozentig in diese Retro-Reise hinein. Aber da in dem Moment ist mir dann einfach wichtig, dass man vielleicht innerhalb von einem Stream den Sprung sagt von Fallout 1, Fallout 2 und dann vor allem, gut, Fallout 1 und 2 haben irgendwie eigentlich 1:1 die gleichen Spiele, die können wir vereinfachen, keine Ahnung, einfach bloß einmal das 1er kurz angespielt und dann der Sprung zu Fallout 3. Also der war ja auch massiv, da liegen allerdings auch über 10 Jahre dazwischen. Aber Fallout New Vegas zum Beispiel, ja, ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht.
Aber da reden wir dann drüber, wenn der Fallout-Stream kommt. Vielleicht müssen wir da auch 2 draus machen, weil Fallout ist halt nun mal Fallout. Mauling! Ich glaube, ich bin der Jüngste mit Jahrgang 05. Oha, dann bist du 17. 16, 17. Na, glaube ich nicht, dass du der Jüngste bist. Aber du bist unter den Jüngeren. Das heißt, Herr Mau, erstmal, merci für deinen Fünfer. Zweitens, wenn du Jahrgang 05 bist, spar dir bitte deinen Fünfer, weil dein Lehrgeld oder dein Taschengeld, das mag ich nicht. Das will ich nicht. Herr Mauling, in den normalen Chat bitte. Wie hast du den heutigen Stream empfunden? Weil für die ist ja das so, du hast ja von den Sachen noch nie was gesehen wahrscheinlich. Außer du befasst dich aus irgendwelchen Gründen selber mit alten Spielen, was durchaus Leute deren, warum auch nicht, die einfach anders, nochmal ein Level mehr im Gaming drinstecken. Das tue jetzt ich zum Beispiel nicht. Halt in dem Fall jetzt schon, aber egal. 05, das ist ja Post Half-Life 2. Das stimmt, ich hab Half-Life 2 gespielt, da warst du noch nicht mehr auf der Welt. Das war schon krass. Das war schon krass. Ja. Der Wegei ist auch so jung. Auwe Zwack. Herr Mauling, ab in den Chat. Wo haben die Leute, die 16 und jünger sind? Wie habt ihr ihren Stream gefunden? Das hat mich einfach interessiert. 83er Baujahr, Alex. Du hast ja noch früher gespielt wie ich. Oh, leck. Herr Bartenberger, Kommandos hinter feindlichen Linien. 1998. Leute, Commandos ist der Urvater von Desperados. Das kennt man vielleicht noch. Da ist er vor kurzem erst ans Rausgekommen. Ich liebe diese Spiele. Was ich Kommandos gesuchtelt habe, ist nicht mehr feierlich. Kommandos hinter feindlichen Linien. Kommandos im Auftrag der Ehre. Kommandos 2. Fuck, weiß ich nicht mehr, wie es geheißen hat, aber halt Kommandos 2. Und bei Kommandos 3 war es dann so ein bisschen vorbei, das war nicht so geil. Das können wir uns auch mal anschauen. Aber das sind halt eigentlich 3 identische Spiele, wenn du mich fragst. Fast. Das erste war noch so 2D und das zweite war dann so halb 3D, aber es waren geile Spiele. Und genau das, Mr. YGS Fox, Kommandos fand ich damals immer sackschwer. Jawohl, Kommandos war auch schweineschwer. Und du hast die so hin. Man of Courage. Richtig, Herr Colin Wauser. Guter Mann. Mr. MRC, StarCraft Brood War und StarCraft 2 im Stream wären die einzigen Games, bei denen ich spitzer werde als bei Factorio. Du kannst mal Gift draufnehmen, dass wir mir StarCraft irgendwann damit aufnehmen werden. Und einfach mal die erste Mission spielen. Ja, da gibt es ein Strategiespiel, Retro-Reise, und dann packen wir mir Warcraft 1, Warcraft 2 und StarCraft aus. Und spielen wir die erste Mission und schauen uns das einmal an. Der Herr Kurzreiter, ich bin 42 und zocke gerade. Coole Zeitreise. Werner, das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Dankeschön. Servus Bürger, was geht? Wer schreibt das? Ich kann den dunkelblauen Namen auf dunkelblau. Das sucht der 856 schreibt. Was geht? Wir verabschieden uns jetzt ins Bett, damit wir ausnahmsweise mal seit Ewigkeiten einmal wieder ein wenig, weißt du, sehen. So, Leute. Es gibt genügend Spiele und Spieleserien und alte Spiele und durcheinander alte Spiele. Das müssen ja nicht immer zusammenhängen, die Spiele sein. Ich freue mich sehr auf SimCity und so. Das habe ich auch geliebt und gesuchtet wie ein Behinderter als Kind. Ich freue mich. Das wird sicher gut. Was der mal am Mittwoch? Am Mittwoch spielen wir mir eine weitere Runde Elden Ring. Ich liebe dieses Spiel. Das ist bis jetzt für mich das Spiel des Jahres. Oder wenn es eigentlich nach mir geht, wahrscheinlich das beste Spiel seit Witcher. Ich liebe es und ich habe so das Gefühl, wir werden das im Stream fertig kriegen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, mag es noch 3 Wochen, 4 Wochen dauern, also 3 Streams oder 4 Streams. Vielleicht kommt auch am Wochenende mal noch mal einer. Für alle, die es interessiert, es hat am Samstag übrigens einen Stream gegeben. Könnt ihr nachholen, wenn euch das interessiert. 3,5 Stunden lang Elden Ring. Gibt es auf meinem Kanal. Findest du in der Suche nicht, musst du in meinen Kanal gehen, oben scrollen, anklicken. Elden Ring ist einfach geil. Ich habe gelevelt wie ein Behinderter, beziehungsweise ich habe mir eine neue Rüstung geholt, ich habe mir ein neues Hacke geholt, ich habe mir eine neue Asche geholt und mein Mimik-Asche auf Level 10 ist auf Level 10 und Alter, die fickt anders. Und das Hacke, wo ich da gefunden habe, die Fähigkeit ist zwar sau langsam, aber wenn es trifft, dann fickt es auch anders. Und das Geile ist, der Mimik, der quasi nur mich dupliziert, der nimmt die permanent her. Es ist absolut geil. So, jetzt, Herr Wegei, bin 16, saugeiler Stream. Wie hat ja jeder Stream, jeder Stream von dir? Wenn wir den letzten Montag aus der Geschichte tilgen, dann vielleicht, ja. Von dir, es hat mir halt gut gefallen. Hab das noch nie ehrlich gesehen, dass
das ganz uralte Zeigel. Das einzige, wo ich gezockt habe, war Mario Kart auf der 64 und Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ja, Beat'em Ups waren in den 90er auch riesengroß. Ja? Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, irgendwo für Playstation. Stolzer Liebe! Ja, Birger, Elden Ring ist geil, ich spiel's jetzt dann gleich. Das wird aber auch Zeit, du musst mich aufholen. Ich bin mittlerweile Level 102, glaube ich. Und hab umgeskillt übrigens auch ein bisschen in Weisheit und so. Zeige ich euch am Mittwoch dann. Tekken 3 auf der PS1. Jeder hat einen Eddie gespielt. Und weißt du, wie man einen Eddie gespielt hat? Das war dieser Breakdancer. So. Ja? So. Und wenn du nicht so gespielt hast, sondern jeden Combo auswendig gelernt hast, dann hast du hingestellt und hast jeden Combo auswendig kennen und hast voll programmermäßig jeden Combo rausgehauen und weil keiner zum Spielen da war, hast gegen deine Freundin gespielt und sie spielt halt so. Und hat die gnadenlos fertig gemacht. Sagt es, wie es ist, bei keinem was anderes. Bei keinem was anderes! Der Yoshimitsu war der Oberhero, der war lame, der hat ein Schwert gehabt. Soul Calibur war auch geil. Da habe ich den mit den Nunchakos gern mögen. Eddie ist kein Breakdancer, der macht Capoeira. Das ist richtig, aber der Vergangenheitsbürger, der 8-Jährige, hat gesagt, der macht Breakdance. So, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, es hat Ihnen gefallen. Ich hatte Spaß. Wenn der Flashback bei mir funktioniert, dann funktioniert er bei euch auch. Lebenszeit, Birger, jetzt Level 25 und hab aber Margit noch nicht. Typischer Open World sucht die. Du, das ist, mach ja ich genauso. Mach noch 10 Level, dann gehst du zur Margit und lochst ihn aus. Soul Calibur war früher Soul Blade. Dann hat das früher Soul Blade geheißen. Das denke ich mir nämlich schon oft irgendwo. Soul Calibur, bei mir hat das Soul Blade geheißen. Irgendwas war komisch. Habe ich aber beim Nachbarn gesagt. So, und jetzt schleichen wir uns ins Bett. Leute, Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die ganzen. Waren halt 9 Mitglieder dabei direkt. Ich weiß nicht mehr. Aber dann egal. Danke an alle alten Mitglieder. Da wo Leute teilweise seit über 3 Jahren dabei sind. Ich kriege einen Vogel mit euch. Haut's euch rein. Bussi aufs Nussi. Wir sehen uns am Mika um 20 Uhr. Und dann da ich sagen, schleicht euch. Wir sehen uns am Mittwoch und pass auf, da holen wir die Tröte raus. Harvey! Lesen wir am Foxy noch schnell vor. Teil 1 hieß in der EU Soul Blade und in Japan Soul Calibur. Ja, ich bin halt aus der EU, nicht aus Japan. Aber ich kann mich schon noch grob daran erinnern, da hat es einen Chaco-Typen gegeben, der hat auch viele Kombos kennen. So, und jetzt nicht vergessen. All hail to the King, Baby. Nein, das stimmt nicht. Hashtag Strapse. Mit SCH und Doppel-B. Und jetzt schleicht es euch. Bis Mittwoch habe ich die Ehre.